Talk it like Loose D. One check, Yes, baby, one es geht check. wieder los, wieder einmal mehr. One Piece, We are back. Dragon Ball. One Yeah. back. Yeah. Naruto, What's alle. up? Yeah, Leute. Es ist wieder Time für Loose D. Pa, 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 pa. Ein Tag die Pizza, eine wieder da. Yes, baby. Wieder back. Zwischen den Trips am Auspacken. Yo, 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 ladies and gentlemen. Grüezi miteinander. Wir sind Schön, wieder schön zurück. sind ihr alle wieder am... Sind am Zuschauen, sind am Zuhören, was auch immer. Und gerade am Anfang, tut mal liken, tut uns mal ein bisschen Push geben, tut mal die Sachen teilen und nicht immer nur anschauen und nichts Ja, kommentieren. look, also vor allem jetzt sehen wir mal einen gut aussehenden jungen Mann, dass Ja, wir nicht nur ey, zwei jetzt. Böcken anschauen. Wenn wir nur Frauen sehen, like. Crazy. Hey, bevor wir es ganz vergessen, wir haben den jungen Mann hier. Herzlich willkommen, Clive. Hello, hello! Hallo zusammen, wie geht's euch? Ja, super, super. Ey. Grüezi der, alles im Grünen. Super, alles im Grün. Schön zu hören, dass ich jung bin. Hör ich auch nicht immer, aber ist gut. Das ist auch gut, oder? Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Guter Feedback. Gut, Wie so- geht's dir? Was läuft? Sehr gut, Alles sehr gut. Direkt nach der Arbeit gekommen. Deswegen, weil du gesagt hast, ja, machen wir einen Podcast, habe ich gedacht, ja, wieso nicht? Ja, Bin gespannt, was wir für Gespräche haben und deswegen bin ich da offen und motiviert loszulegen. Wir haben mega Freude, dass du die Einladung angenommen hast und sind richtig gespannt auf das Gespräch. Ich habe gedacht, ich bin überrascht, dass wir Hochdeutsch reden. Ich habe gedacht, du redest Spanisch jetzt mit uns. Ja. Wegen nur noch Spanisch bin ich am Lernen tatsächlich. Nein! Ja, auf jeden Fall. Weil ich habe gesagt, vor 5 Jahren habe ich nicht mal Englisch geredet. Und habe ich gesagt, ey, ich muss Englisch lernen. Jetzt rede ich super Englisch. Und ja, jetzt habe ich gesagt, gut, jetzt noch Spanisch. Und wenn du Spanisch und Englisch redest, dann perfekt. Und Hochdeutsch heute, damit halt auch andere Leute aus meiner Community mich verstehen. Ja. Deswegen, ja. Ich glaube, so wenn du diese 2 Sprachen sprichst, dann hast du 90%. Dann bist du Ja, bist schon gut dabei, ja, auf jeden Fall. Und nachher fängst du dann an mit Chinesisch, damit der Vielleicht, ganze Markt... vielleicht so noch in Asien was Sehr aufbauen, je nachdem, ja, auf jeden Fall. machst das Gesicht für Temo oder so irgendetwas. Dann plötzlich- Nein, Spanisch muss ich auch lernen. Er kann Spanisch, er kann auch Spanisch. wirklich? Ja, voll. Er kann, wie viele Sprachen kannst du? Er wäre das immer 5, 6. Geil, ist geil. Ist geil. Brutal Deswegen Real Madrid, Sprachen. ja. Ja, voll, er ist ein riesen Real Madrid-Fan. Ja, ich auch. Ja, hast du das Gefühl, wir dich einfach so eingeladen? Weißt du, das ist Nur Madrilenes einladen da. es geht nur um das, nur um das. Absolut. Das Geil. ist eigentlich Fußball-Podcast. Ja, voll. Bist du am Brennen für DM, oder? Ja, auf jeden Fall. Also ich freue mich extrem und habe 3 T-Shirts bestellt. Also was Schweiz, Spanien und Portugal, diese 3. Nice. Bist Ja, du auf jeden Portugal? Ich bin auch Fan von Cristiano Ronaldo und deswegen habe ich gedacht, so muss ich einfach eins kaufen. Ich glaube, er ist auch in der WM dabei. Ja. Also, also Kader ist noch nicht Bin ich offiziell. mal sicher, aber ich glaube so, das ist der Spieler, der am meisten EM gespielt hat oder sowas. Ja. Hab ich gehabt. Deswegen mega geil. Ja, auf Ja, jeden safe, Fall. safe. Ja, wenn Portugal spielt, muss ich schauen und dann muss ich das T-Shirt Nice. anziehen. Ja, du. Aber den Match selber gehst du nicht schauen? Nein, bis jetzt nicht. Ich bin am gucken, ob ich noch Tickets bekomme, weil es wäre wahrscheinlich die letzte EM, die er spielt. Ja. Aber es ist nicht so einfach, diese Tickets zu bekommen. Ja, schon schwer, ist schon schwer. Ich habe mich für alle Spanien, Kroatien, Portugal und Schweiz Match beworben. Für Ja, alle. eben musste ich bewerben, ja. Und ich habe keinen einzigen bekommen. Und Ja. ich überlege, ich bin schon 10, 12 Matches über die UEFA schauen. Ja. Und die mich einfach Krass. nicht präferiert. Ah, das ist so. scheiße. Wir haben einen geschafft. Albanien gegen Italien. Ja. Haben wir geschaut in Dortmund. Ja, vielleicht könnte ich noch ein Ticket organisieren für Albanien. Würde ich auch Albanien Ja. spielen. Scheißegal, ich würde es machen. Ja. Einfach die Atmosphäre und so. Ja, das Ich gang mit vier Jugos gehen wir auf Frankfurt. Ja. Überleg, mein Schwager, meine Frau ist ja Kroatin, oder? Ja. Und mein Schwager hat gesagt, sie gehen mit 4 Kroaten gehen sie Kroatien EM schauen. Mhm. Dann ich so, ich komme auch. Und jetzt, ich so, ja, Schweiz schauen wäre auch easy. Und jetzt gehen wir einfach Schweiz schauen. 4 in Kroaten Ja, und ich. Oder 3 Kroaten und ein Ihr habt Jugo. Schweizer Pass, das Ja, safe. Ja. Oder ihr bekommt ihn dann vielleicht. Ich habe noch nicht, ne? Wir gehen nicht Match schauen, wir gehen einfach vor das Stadion. Ah, wirklich? Ja. Ah, okay, gut. Ja, weißt du, so, ein bisschen Public Viewing dort, Stimmung mitnehmen. Ja, und auf so. jeden Fall, das ist auch geil, ja. Und vielleicht, wenn wir noch Tickets bekommen, dann probieren wir noch Tickets zu holen. Also einfach aufpassen, dass sie nicht Scheiße verkaufen darf. Ja. Gibt's auch das safe. Das ist eine richtig krasse Story. Ich hatte ein Ticket bekommen für Manchester United, wo Cristiano Ronaldo bei Man U noch war. Mhm. Also letztes Mal jetzt. Also Das zweite Mal. Das zweite Mal, ja genau.
Und ich habe da mit einem Freund abgemacht und der hat mir dann gesagt, ja, der würde da mitkommen und so. Der hat dann im letzten Moment abgesagt, weil er irgendwie, keine Ahnung, Bein gebrochen hat oder so. Mhm. Dann bin ich auf London geflogen. Das glaube ich, in welchem Stadion war das? Kann das sein, das Wembley? Ist das das? Also, Ich weiß nicht mehr, wie das heißt. Wahrscheinlich eher weniger. Wembley ist mehr für Wembley, Nazi. genau. Ich weiß nicht mehr, in welchem Stadion das war, keine Ahnung. Auf jeden Fall bin ich dann in das Stadion gegangen, wo Menu gespielt hat. Aha, Und- auf Manchester bist du geflogen? Ja. Aha, Nein, London. Es war Aha. London gegen Also Menu gegen Arsenal Menu- oder Chelsea? Arsenal, danke. Ich bin auf London geflogen, bei Arsenal gegen, also Xhaka hat gespielt, gegen Ronaldo. Oder? Emirates Stadium. Emirates, danke. Ich habe keine Ahnung von denen. Ich habe noch nie ein Match geguckt in meinem ganzen Leben. Ja, wirklich. Und dann bin ich da hingegangen und das Ticket war einfach gefaked. Aber Flug, alles gebucht für nichts. du bist vor dem Stadion probieren. Probiert alles und Sind Quittung Tickets teurer gewesen? 600. Also ich habe es nicht bezahlt, ich habe es geschenkt bekommen. Ja. Die Person wurde auch verarscht. Also scheiße. richtig scheiße, Mann. Ich habe fast geweint. Und das Krasse war dann, ich war dann vor dem Stadion und habe den Match dann mit dem Handy geguckt. Ja, also, der Match Vor allem hat nicht einmal in eine Bar gehen, in eine vor, Pub oder so. vor allem, ich habe dann, ich musste dann einfach den Match gucken und so. Und du hörst halt voll die Leute so kreischen, schreien. So. Ja. Und dann höre ich so bam, 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 oh, alle am Schreien. diese Ich Atmosphäre. weiß nicht mehr, was war Arsenal. Manu war ein Riesenmatch, auf jeden Fall Ronaldo Tore geschossen. Ich habe fast Tränen bekommen da draußen, ich schwör's dir. Ich habe fast Tränen bekommen. Es irgendwie 5, 6 Tore oder so hat es gegeben. Da. Scheiße. Das ist mega krass. Das war ganz, ganz heftig. Meine Frau ist ja ein mega Christi-Fan. Ich glaube, sie obsessed mit ihm. Wir sind einmal auf Turin gegangen, wo noch ein Juve war. Ja. Und an dem Tag, Turin haben wir nicht ausverkauft gewesen damals, haben wir gedacht, wir bekommen 10 Tickets. Und noch an dem Tag wird Juve Meister. Haben wir keine Tickets mehr bekommen. Ja. Okay, gut. Meine Frau traurig und so, aber jetzt mache ich so, okay, wir schauen, nächstes Mal haben wir noch ein Menu Tickets organisiert in Manchester. Wir fliegen dort hin und das war an dem Tag, wo der Christi rausgelaufen ist vom Stadion während dem Match. Er ist einfach nicht eingewechselt worden, wir sind im Stadion gewesen. Er das war läuft da. raus, ja, und wir sind dort rein gewesen. Meine Frau so, Alter, verarsch mich nicht. Wir fliegen extra da hin, er spielt nicht. Und nachher, letzte Chance, Liechtenstein gegen Portugal. Einfach Tickets bekommen. In Liechtenstein, oder? Ja, sind wir in Vaduz gewesen, den Match schauen. Und nachher wir sind so Doppeldate-mäßig, ein guter Kollege von mir und seine Frau, und meine Frau, sind wir dort gewesen. Und die Frau von meinem Kollegen und ich halt, jetzt nicht so mega Portugal-Fan oder Christi übertriebene Fans und so. Und mein Kollege und meine Frau voll am Eskalieren, am Bus am Nachrennen und so Scheiß. Ja, krass, Mann. Die sind original durch die Pass, das ist Krass. Vico dort. Die sind Krass. voll im Film gewesen. Krass. Heftig. Hey, aber du hast, Ja, ist- bevor wir nur über Fußball reden, ich finde es irgendwie noch schwierig, dich zu beschreiben, was so deine berufliche Tätigkeit ist. Wie wirst du dich selber pitchen an einer fremden Person? Was machst du? Also ich habe da schon verschiedene Pitches, also je nachdem welche Branche. Aber ich habe ursprünglich habe ich die Ausbildung als Polymechaniker gemacht. Also Maschinenöl, CNC, Fräsen drehen, komplett andere Welt. Ja. Aber der Hintergrund war, ich war halt 16 Jahre im Heim und da hatte ich nicht groß die Möglichkeit zu wählen, was ich arbeiten kann. Da war halt nur so Maler, Polymechaniker, was war da noch, Schreiner, dann war es das mal. Und dann habe ich mir aber überlegt, wo kann ich am meisten Kohle verdienen und mich gut weiterbilden. Hat es geheißen, ja, als Mechaniker. Da musste ich zuerst mal, bevor ich die Ausbildung anfangen konnte, musste ich zuerst noch ein Jahr länger arbeiten, weil die haben gesagt, so, du bist gar nicht ready so im Kopf und so. Da habe ich in diesem Jahr noch Sachen gemacht als Schreiner, einfach überall was ausprobiert. Habe dann auch noch mit, kennt ihr Blick? Ja. Ein Rapper? Ja. Der heißt eigentlich Blickensdorfer. Der Marco Blickensdorf. Ja. Und ich habe dann mit seinem Vater gearbeitet als Maler, so Fertigstrich in der Stadt und so gemacht. Und dann habe ich dann effektiv als Polymechaniker angefangen, die Lehre, und habe dann die dann abgeschlossen und habe dann eigentlich direkt mit Weiterbildung angefangen, also Bürofachdiplom, wollte dann eigentlich so in die kaufmännische Richtung gehen. Dann bin ich dann angesprochen worden auf die Finanzbranche und dann bin ich ja ziemlich früh mit so 21 oder so in die Finanzbranche eingetreten, sagen wir mal so. Und das war der Zeitpunkt, wo ich dann auch so mit Fußball ausgehört habe, weil ich habe sehr lange, sehr viel Fußball gespielt. Und ich habe gesagt, das ist das letzte Mal in meinem Leben, wo ich aufgebe, nie mehr. Und dann bin ich so in die Finanzbranche reingerutscht, sagen wir so. Und jetzt bin ich jetzt seit 11,5 Jahren eigentlich in der Finanzbranche und nebenbei habe ich jetzt einfach noch mit Persönlichkeitsentwicklungsseminaren angefangen, weil der Punkt ist, wenn man an die Finanzbranche denkt, denkt man halt oft so Office, Excel, Zahlen, Versicherung. Aber eigentlich, vor allem im Vertrieb, geht es eigentlich fast gar nicht um diese Themen, weil es geht extrem viel um den Mensch.
Also zuerst habe ich gesehen, wow, man kann mega viel Geld verdienen. Ich sage immer, Geld und Karriere lockt. Es zieht, aber es hält nicht. Es ist wie so eine schöne Frau. Die zieht, aber die hält nicht. Was hält, ist der Charakter, ist die Person. Ja. Und ich habe dann schnell gemerkt, so in der Branche, da geht es eigentlich extrem um den Menschen. Wie denken Genau. Menschen, wie sind sie? Wieso sind sie so, wie sie sind? Und mich hat schon immer so halt Menschen interessiert, wie sie denken, Universum, Energie, all diese Sachen haben mich interessiert. Und deswegen habe ich dann gemerkt, hey geil, da kann ich mich extrem gut weiterentwickeln. Und ich konnte halt auch gut mit Menschen, war kommunikativ aufgrund dessen, weil ich halt schon 16 Jahre im Heim war. Weil ich habe da die ganze Zeit mit Leuten zu tun gehabt, von anständigen Leuten bis ganz, ganz, ganz schwierige Also, Leute. wenn du sagst 16 Jahre im Heim, Ja. wann hast du Lehre angefangen? Mit wie alt? Mit 16. Also du bist Schon. Ja, Das ganze Leben? ich bin mit 3, als ich 3 Jahre alt war, bin ich ins Heim gekommen. Okay. Und das ist halt schon krass, weil ich hatte schon bis ungefähr vor 4 Jahren oder 3 Jahren noch Träume teilweise, dass du halt noch Schon, im Heim, ja. dass du wieder zurück musst und so, weil du wirst immer vertröstet so. Bis 13 war ich in Dietikon und da hieß es dann, ja, wir müssen jetzt schließen und so, weil ich bin mit Nonnen aufgewachsen, stell dir vor. Wow. Und die mussten dann schließen, weil die haben hauptsächlich von Spenden überlebt. Und weil die dann also keine Spenden mehr bekommen haben, mussten die dann schließen. Und dann hieß es ja, weil die jetzt schließen, musst du in ein anderes Heim sozusagen. Ne? Und dann bin ich auf Wettigen-Baden, 2 Jahre. Und dann bin ich da aus der Schule geflogen. Hatte also ich habe bis heute keinen Schulabschluss. Die Lehrerin, wegen der ich rausgeflogen bin, die ist 1 Jahr später auch rausgeflogen. Also die war dann neu. Aber anyway. Und dann bin ich nach Zürich gekommen, mitten in die Stadt, direkt bei China-Wiese, Tiefenbrunn. Ja. Und da war ich dann 15 und hatte ich die Möglichkeit, eine Lehre zu beginnen. Aber die haben dann auch gesagt, du bist noch nicht ready, musst noch ein Jahr arbeiten, wie gesagt. Und dann habe ich mich dann entschieden, Polymechaniker zu machen, weil das der Job war damals, wo ich gesagt habe, okay, da habe ich gute Weiterbildungsmöglichkeiten. Ist zukunftsorientiert. Schon lange. Ja, Bist genau. du ein schwieriges Kind gewesen, dass du 16 Jahre lang im Heim gewesen bist oder Gut, aus also ich der glaub- Schule rausgeflogen bist? Ich glaube jetzt so, mit 3 kann man nicht so viel falsch machen, dass man, Ja, dass ja. man ins Heim kommt. Aber ich bin ohne Vater aufgewachsen und die Beziehung zu der Mutter war nicht immer so einfach. Und ich hatte einen Beistand, das heißt, sie hat die Vollmacht nicht und deswegen haben die dann gesagt, sie hat das Recht nicht über mich zu entscheiden. Und dann bin ich dann Da mit wo ich 3 heutzutage Casper mache in der Schweiz. beispielsweise, ganz Ja, genau. So. Und ja, alles passiert natürlich aus dem Grund, weil im Nachhinein ist man immer schlauer. Ne? Also wenn man den Prozess macht, die meisten Leute sagen ja immer, ich möchte wachsen, aber ich möchte keine Fehler machen. So. Ja. Also sie sagen nicht, sie möchten keine Fehler, sie möchten keine Fehler machen, aber sie möchten wachsen. So, Ja. das geht halt nicht. Schwierig, ja. Und oftmals, wenn du was machst, dann kackt dich das halt an, aber im Nachhinein, wenn du reflektierst, bist du dankbar, dass es so geschehen ist, wie es ist. Mhm. Deswegen glaube ich, es war gut, dass ich im Heim war, weil ich habe extrem viel gelernt. Und du weißt, wie es ist, wenn du 5, 6, 7 Jahre bist, ein Jahr ist wie 10 Jahre. So, ich weiß nicht, ob ihr Weihnachten feiert oder andere, ist völlig egal, aber wenn du 1 Jahr warten musst, ist das halbe Ewigkeit. Und das ist halt so, mit 3 bis 13 hieß es dann immer wieder, mit 5, mit 7, mit 8, ey, du kannst da nach Hause, du wartest immer die ganze Zeit. So. Jetzt wartest du die ganze Du hast Zeit. aber nicht gewusst, wenn das fertig ist, oder? Nein, das ist eben das Schlimme. Ja. So. Geht die Zeit nicht so wie heute, so ein Jahr, ne? Geht extrem lange. Und dann sagen sie immer wieder, es kommt noch. Und dann mit 13 denkst du, oh, jetzt schließen die, jetzt kann ich ja nach Hause. Und dann weiter und weiter und weiter und weiter. Und deswegen zu deiner Frage zurück. Ja, natürlich aufgrund dessen, dass ich nicht immer, sagen wir mal so, die Liebe bekommen habe, die ein Kind normalerweise bekommen sollte. Aber eben, was du bekommen solltest oder nicht, das entscheidet jemand anderes. Und das ist ein Grund, wieso das so ist. Und da war ich auf jeden Fall ein Problemkind. Also ich habe übelst viel Müll oder Mist gemacht. In der Klasse war ich immer der Pausenklon, ist ja klar. Suchte nach Anerkennung. Ich wusste, es war einfach eine andere Form von Liebe, die ich gesucht habe. Okay. Aber das weißt du halt nicht, was ist der richtige Weg, um die Liebe zu bekommen. Ne? Ja. Also machst du einfach mal Müll oder Mist in der Schule. Ja, weißt du, dann weißt du dann noch besser. Ja, genau. Klaus Laptops, ein bisschen Schlägereien verwickelt und wir sagen in der Schweiz Ströfzki, solche Sachen, aber ich bin mega happy, also ich würde alles nochmal genau so machen, weil es macht dich ja zu dem, was du bist. Und ich würde sagen, bis heute bin ich nicht einfach, aber man lernt, wenn man lernen will, das ist der Punkt. Und war sicher nicht immer einfach auf jeden Fall. Ja, also man fliegt nicht einfach so aus der Schule. Ab wann checkt man, dass man im Heim ist?
Ich meine, mit 3 ist das ja irgendwie noch schwierig zum... Also wenn ich dich jetzt fragen würde, was sind die schlimmsten Erlebnisse, die du hattest, dann kennst du kein Alter. Vor allem, wenn du jung bist, das prägt einem. So gewisse Bilder und Videos hat jeder von uns. Auch wenn es nicht mal schlimm ist. Deswegen, du kannst ein Kind anschreien und sagen, so, was? Und das Kind, das dreht fast durch, fängt an zu weinen. Ja. Und für dich ist eigentlich nichts Spezielles. Und deswegen habe ich gelernt, aufgrund meiner Vergangenheit, was bei mir falsch gemacht worden ist, was ich niemals machen würde bei einem Kind. Weil das so prägend ist und auch nicht so verstanden wird, wie wir das meinen. Also beispielsweise. Ja, absolut, oder? Ja. Und ich weiß, aufgrund deiner Frage, zu deiner Frage zurück, ich weiß genau, wann ich ins Heim gekommen bin. Weil ich habe geweint. Also das war dann so prägend. Ich wollte nach Hause, Heimweh und so. Das kannte ich da natürlich noch, Heimweh. Und deswegen eigentlich von Beginn an wusste ich das. Aber alle Einzelheiten natürlich von jedem Jahr weiß ich nicht mehr, klar. Ja. Aber was halt dann auch nicht so einfach ist kaum kommen die Leute, bildest du die Friendships und dann siehst du halt, dass die nach einem Jahr oder 2 wieder gehen. Also die Eltern holen die ab und so und ich war immer der Einzige. Also über die 10, 11 Jahre, also in Dietikon dann, also von 3 bis 13, hast du halt immer wieder Leute kommen und gehen sehen und keiner ist da so lange geblieben wie ich. So, weißt du? Also das ist halt schon... Gut, tendenziell ja allgemein so. Ja. Niemand überlebt Dietika mehr als 10 Jahre. Ja, das ist schon allgemein bekannt. Shoutout. Der Dietika. Das ist halt schon, wenn du die Leute siehst oder die Kinder, die wieder nach Hause kommen, dann kommst du halt auch und sagst, man kann nicht nach Hause. So. Ja, safe, ja. Aber ich bin dankbar, dass es so war, wie es ist. Ja, auf jeden Fall. Glaubst du, das hat er viel so Durchhaltevermögen jetzt so für dein jetzige Ich beigebracht? Schau, es gibt, mal ein Beispiel. Es gibt Leute, die haben eine schlechte Vergangenheit und die sind erfolgreich in der Zukunft. Da gibt es aber auch Leute, die haben eine schlechte Vergangenheit, sind aber sehr erfolgreich in der Zukunft. Entschuldigung, was habe ich gesagt? Genau, du hast das Gleiche gesagt. Aber, genau, sorry, ich hab's verwechselt. Also es gibt Leute, die haben eine schlechte Vergangenheit und haben eine erfolgreiche Zukunft und es gibt Leute, die haben eine schlechte Vergangenheit und haben keine erfolgreiche Zukunft. Dann gibt es aber auch Leute, die haben eine gute Vergangenheit, sind erfolgreich und es gibt Leute, die haben eine gute Vergangenheit und sind nicht erfolgreich. So, also es ist nicht das, was passiert. Auf deine Frage nochmal zurückzukommen. Es ist, wie wir es interpretieren. Absolut. Und wie wir entscheiden über das, was wir interpretieren. Weil ich höre dann immer wieder die Leute so, ja, also ich bin jetzt nicht mega erfolgreich, aber vielleicht habe ich ein bisschen mehr Freiheiten, mehr Arbeit als ein normaler Angestellter, das ist so. Und dann sagen dann die Leute, ja, weißt du, ich habe nicht so eine schlechte Vergangenheit wie du erlebt. Und dann sage ich, es ist nicht die Vergangenheit. Absolut, es ist, wie du dich entscheidest über die Vergangenheit. Und auf jeden Fall, die hat mich geprägt, die hat mich stärker gemacht. Und wenn Scheiße passiert in deinem Leben, hast du 2 Optionen. Entweder du fuckst halt einfach ab und sagst, wegen meiner Vergangenheit ist meine Zukunft auch scheiße und das prägt mich und ich bin es nicht wert. Oder du sagst, scheiß drauf, deswegen erst recht. Weil ich hatte halt niemanden, der mich glaubte, weder die Mutter noch sonst jemanden. Und dann baust du halt eine Riesenmauer, so. Und wir sind halt übelst stark, aber du musst halt gucken, dass du dich nicht einmauerst. Wenn du dich einmauerst, kannst du nicht mehr lieben. So, und das sind also die Sachen, wo ich sage, auf jeden Fall hat mich das geprägt. Man muss halt immer wieder gucken, dass man ein bisschen den Ausgleich findet. Oder dass man, Und ich würde sagen, den Glauben, wenn du den Glauben nicht mehr hast an dich, dann hast du gar nichts. Und das ist das, was, würde ich sagen, mein Lebensmotto ist. Glaube an dich selber, weil du kannst alles erreichen. Und wenn du das Leben lang an dich glaubst und nicht wirklich Erfolg hattest, und dann hast du mal Erfolg. Weil am Anfang bist du wie so ein naiver Typ, du glaubst an Erfolg, ne? Alle Leute sagen, ja, ich weiß nicht, und du hast auch keinen Erfolg. Du bist wie so ein Idiot, wo an was glaubt und weiß nicht, ob das wirklich passiert. So ein naiver Typ, ne? Ja. Und dann passiert das und du weißt, der Einzige, der jemals an dich geglaubt hat, bist du. Und in dem Moment, wo das passiert, denkst du, scheiße, ich habe es immer gewusst. Und dann dann explodiert dein Selbstbewusstsein. Ja. Und dann frisst du alles auf. Und ab dem Tag habe ich gesagt, mein Selbstbewusstsein ist immer größer geworden und größer. Und deswegen sage ich, ich respektiere viele Leute, aber ich bewundere die Leute nicht, weil ich weiß, dass man alles erreichen kann. Weil ich weiß, von wo ich komme und ich habe auch gesehen, die haben viel Schlimmeres erlebt und haben viel mehr erlebt. Und deswegen sage ich immer, wenn die Leute traurig sind wegen der Vergangenheit oder sonst was, sage ich immer, hör auf zu weinen, weil du hast die Augen zu. Je weiter du die Augen aufmachst, desto mehr siehst du in der Welt, was ist. Weil Leiden kommt nur, wenn man sich auf sich selber fokussiert.
Du kannst nicht leiden, überleg mal, du kannst nicht leiden, wenn du dich nicht auf dich selber fokussierst. Du denkst, du solltest das haben. Du denkst, du solltest dies oder jenes, eine andere Vergangenheit oder das soll nicht passieren. Und in dem Moment, wo du nicht mehr dich auf dich selber fokussierst und vielleicht auch gewisse Sachen für andere machst, an dem Moment ändert sich dein ganzes Leben. Ja, mir hat oder was mir jetzt gerade einfällt auf die Aussage jetzt. Ich habe mal in einem Buch gelesen, egal wie schlecht es dir geht, es gibt immer eine Person, wo wir wünschen, dass er in der Situation ist, wo du jetzt gerade bist. Also weißt so, es gibt immer irgendeinen, der dafür bettet, dass er in der Situation ist, wo du bist, weil er es schlechter hat. Ja, weil er es schlechter hat als du. Ja, aber ich finde es beeindruckend. Du bist so lange im Heim gewesen, so lange isoliert für dich selber und immer wieder Beziehungen, wo abrupt abgebrochen worden sind, wenn Leute gegangen sind. Und du bist, nachdem du Ausbildung gemacht hast, wenn ich das richtig mitbekomme, im 16 ist deine Firma ja gegründet, oder? What a self-confident, dass du den Hunger schon gehabt hast mit, das wäre 24, oder? 24, ja. Wenn man nicht schlecht. Wenn man das Alter offiziell darf sagen, kannst du ein bisschen überlegen, ob man das spottet oder nicht. Absolut. Weil ich meine, das ist krass, du hast mit 24 bist dann schon so self-confident gewesen und so selbstbewusst, dass das klappen kann. Weil du machst die Firma nicht mit dem Vorwand, dass es nie klappen wird. Du hast dir geglaubt. Danke. Ich versuche, ich rede nicht so gerne von mir, aber ich versuche mich dann immer, wenn du mir sowas sagst, dann versuche ich natürlich auch objektiv und realistisch das zu betrachten. Wieso ist das so? Also mal vom Ego weg. Weißt du? Wieso habe ich das gemacht? Und ich würde jetzt nicht sagen, weil ich besonders stark bin, sondern die realistische Antwort ist, wenn du genug viel Scheiße erlebst und richtig viel Scheiße erlebst und emotional durch eine quasi Hölle gehst, alles danach ist ein Dessert. Weil eine Firma gründen, was ist das Schlimmste, was passieren kann? Du kannst Konkurs gehen. I don't give a fuck. Dann mach's nochmal. Hier ist der Boden. Ja, weiter kannst du nicht fallen. Mach's nochmal. Und deswegen, ich glaube, das kommt die Relentless oder der Mut, ich glaube, das kommt eigentlich aus der Vergangenheit, weil für mich das nicht wirklich ein Risiko war. Und deswegen, ich glaube, das ist der Punkt, weil ein Beispiel, wenn du eben, wie gesagt, wenn du ohne Vater aufwächst, nach Hause gehst, die Mutter dich mit dem Messer jagt oder dich anspuckt und sagt, du bist ein Ausrutscher und so ein Scheiß, weißt du? Das macht dann schon weh, ne? Ja. Aber heute weiß ich, wieso das war, weil wenn du Medikamente mit Alkohol mischst, dann bist du nicht du. Also ich liebe meine Mutter über alles, weißt du? Ich würde alles für sie machen. Ist jetzt so. Beziehung? Super. Aber der Punkt ist, als Kind verstehst du das nicht, weißt du? Ja, absolut. Ja. Und sie ist mein größtes Geschenk, weil ohne sie wäre ich nicht heute so stark, wie ich wäre. Und ich würde ihr auf jeden Fall immer wieder helfen, weil ich weiß heute, dass sie nicht bewusst ist, was sie damals gemacht hat, weißt du? Aber ich sage jetzt mal, das Loch, das kann man im Nachhinein nicht füllen. Man kann Sachen verstehen und verarbeiten, deswegen kann ich das ohne Problem so sagen. Vor 5, 6, 7 Jahren hätte ich das nicht mehr sagen können. Aber in dem Moment denke ich so, du bist gar nicht so wichtig. Also, wenn ich das zu mir sagen darf. Es gibt Leute, die brauchen deine Hilfe. Und wenn du ja von Gott gesegnet bist und diese Energie hast und diese Kraft, dann nützt sie nicht nur für dich, dann hilf auch anderen. Und es war halt schon cool, in dem Moment, wo ich ein bisschen bekannter wurde, haben sehr viele Leute mir vom Heim geschrieben, haben ein bisschen zu mir noch hochgeschaut. Nicht, dass ich es wollte, aber ich konnte denen ein bisschen Mut schenken. Absolut, ja, das Heim hat es geschafft. Ja, und in dem Moment, wo es nicht mehr um dich geht, das ist ein geiles Gefühl. Weil die meisten Menschen haben keinen Sinn im Leben. Also sie wissen nicht, wieso sie es machen und was sie machen und wieso sie es machen. Deswegen sind sie depressiv. Aber ich denke, wenn wir was machen für andere und wenn wir gebraucht werden von anderen, wo wir was machen können, was größer ist als uns selber, dann ist es keine Push-Motivation, sondern eine Pull-Motivation. Was heißt das? Dass wir gezogen werden von dem, dass wir angezogen werden von dem. Und in dem Moment brauchst du keine Energie mehr. Weil Leute, die nicht wissen, was sie wollen, die musst du immer wieder motivieren. Es ist eine Woche motiviert und dann ist es wieder weg. Aber wenn du weißt, dass du eine Mission hast oder eine Vision hast oder einen Grund hast, wieso du da bist, wo du glaubst, hey, deswegen bin ich da. Wie beispielsweise eine Frau, die vergewaltigt wird und sich durchkämpft und später sich einsetzt für Frauen, die vergewaltigt werden. Das ist eine Mission, die sie hat. Und es geht nicht mal um Geld, es geht nicht mal um Erfolg. Es geht darum, dass du das machst, wo du weißt, dass es das Richtige ist und du fühlst es auch. Und das ist, glaube ich, und deswegen glaube ich nicht, deswegen kam die Angst auch nicht, weil ich denke gar nicht ans Scheitern. Ne? Das ist wie so, Michael Jordan sagt so, ja, Michael Jordan ist einer der besten Basketballer der Welt, ne? Und sie sagen ihm dann so, ja, aber wenn du dann in der letzten Sekunde einen Wurf machst, anstatt ihn
anstatt ihn abzuspielen, den Ball. Hast du nicht Angst, dass du den nicht triffst? Und er sagt, wie soll ich mir Gedanken machen, dass ich den Ball nicht treffe oder den Korb nicht mache, wenn ich noch nicht mal geschossen habe? Ich habe das ja 1000-mal praktiziert. Ich weiß ja, was ich kann und was ich nicht kann. Ja. Du bist ja nur unsicher, wenn du was zu wenig praktizierst. Weißt du? Und ich habe ja zu dem Punkt, wo ich selbstständig geworden bin, war ich ja schon 2,5 Jahre in der Finanzbranche und habe dann schon extrem viel gearbeitet. Ich war wirklich immer einer von den Letzten, wenn nicht immer der Letzte, der gegangen ist und der Erste, der gekommen ist. Und ich wusste ja, ich hatte ja eigentlich Vertrauen in mein Craft, also in mein Handwerk. Und deswegen wusste ich, ey, wieso nicht? Und das Wichtigste ist halt einfach die Zeit. Wir müssen uns immer wieder bewusst machen, hey, bin ich auf dem richtigen Weg oder nicht? Weil wenn du so weitermachst wie jetzt, wo wirst du in den nächsten 5 Jahren stehen? Und wenn du dir die Fragen nicht stellst, bekommst du keinen Druck. Bekommst du keinen Druck, handelst du nicht. Wir handeln immer, wenn wir einen Druck haben. Oder? Und ich glaube, die Kunst ist es, und das ist das, was die meisten Leute eben abfuckt. Sie wissen, sie könnten mehr, aber sie machen es nicht. Und das fuckt sie ab. Und viele Leute könnten mehr. Und das ist eigentlich auch der Grund, wieso ich dann angefangen habe mit Coachings, um einfach gewisse Strategien mitzugeben, nicht so Motivation, wenn die Leute sagen, ja, bist du Motivator, das ist ein Bullshit, ich bin nicht Motivator. Ich möchte Strategien weitergeben, wo ich weiß, die sind proven of concept, die mache ich selber, die funktionieren auch und nicht irgendwelche Sachen, die ich aus Büchern lese, nicht praktiziert habe und weitergebe. Ne? Das ist eigentlich so der Erzähl Punkt. mal, wie funktioniert das genau? Also, was für Strategie gehst du ihnen weiter? Also, Es gibt natürlich verschiedene Strategien. Also Persönlichkeitsentwicklung ist ein ziemlich großes Thema. genau. Das heißt, einerseits, was ist Persönlichkeitsentwicklung? Das ist, was wollen wir Menschen? Ich glaube, ein Thema ist Beziehung, Liebe. Das Wichtigste ist Liebe, glaube ich. Dann gibt es Business oder halt auch, abgesehen von Beziehung mit anderen, Beziehung zu dir. Ja. Es gibt viele verschiedene Möglichkeiten, also Fitness, Gesundheit, Nutrition, all diese Sachen. Ich glaube, es gibt viele Leute, das beschreibe ich auch in meinem Buch, dass zum Beispiel, ich habe mir einfach selber Gedanken gemacht, so, was ist der Sinn des Lebens? Weil wenn du viel arbeitest und immer was verfolgst und jagst, dann fragst du dich halt, teilweise, wenn du dann einfach müde nach Hause kommst, fragst du dich, was ist eigentlich der Sinn des Lebens? Wieso mache ich das eigentlich? So, weißt du? Und dann überlege ich mir so, ist denn wirklich Geld und Erfolg alles, was ist, also das Wichtigste im Leben, also in Bezug auf den Business-Erfolg? Und dann denke ich mir so, nein, weil es gibt ja Leute, die haben übelst viel Geld. Sind die dann happy? Was würdest du sagen? Wenn jemand viel Geld hat und erfolgreich im Business, ist er dann happy? Ja, muss nicht sein. Muss nicht sein, oder? Absolut nicht, nein. Und deswegen, es gibt aber auch Leute, die sind, wie gesagt, es gibt Leute, die sind extrem erfolgreich im Business, aber extrem unerfolgreich mit Frauen und Beziehung. Oder sind erfolgreich mit Beziehung und Frauen, erfolgreich im Business, nicht erfolgreich im Business und super mit Freunden. Oder sind super mit Freunden, schlecht mit der Frau oder gut im Business. Oder gut mit immer was. Es gibt ja alle Kombinationen. Ganz genau. Und warum ist das so? Weil ich sehe das eigentlich wie so Magneten. Weil alles ist eigentlich geil. Und die Kunst ist eigentlich so in der Mitte zu sein. Und das ist eine Kunst, weil du sagst, Liebe ist geil zur Frau. Jetzt muss ich mich aber nicht jeden Tag mit dir treffen. So. Business ist auch geil, immer mehr Geld, aber vielleicht auch ein bisschen weniger Geld, auch mal ein bisschen besser, weil ich habe mehr Zeit für Freunde und Frau. Und ich glaube so, die Kunst ist, in der Mitte zu sein und auf deine Frage zurückzukommen, was für Strategien. Ich sage, es kommt darauf an, auf welchen Punkt. Ne? Also zum Beispiel, wenn jemand ein Business aufbauen will, gibt es Strategien, die man mitgeben kann, wo du sehr, sehr schnell jedes Business, egal was du machen möchtest, sehr schnell aufbauen kannst. Also ein Beispiel, egal welches Business du machen willst, das Erste, was du machen kannst, ist Mustererkennung. Also egal, wenn du jetzt beispielsweise, du bist Kosmetikbranche oder du machst einen Podcast, wie wir jetzt, dann guckst du, was machen die Besten? Warum funktioniert das? Was machen die anders? Und wenn du jetzt siehst, hey, das ist ein Muster. Das ist nicht, weil die Typen gut aussehen oder gut reden. Klar, das kann auch mal Also sein. bei euch ja schon. Ja, bei uns schon. Das ist was anderes, ne? Aber grundsätzlich gesehen ist meistens immer, hat es ein System. Und dann, wenn du das Muster erkennst, dann, das ist der erste Punkt, die Muster erkennen. Oder auch erfolgreiche Beziehungen. Was macht erfolgreiche Beziehungen aus? Wieso sind gewisse Leute, es gibt ja ganz wenige Leute, die eine erfolgreiche Beziehung haben. Dann studierst du das. Es ist nicht, weil sie so sind, wie sie sind, sondern die machen was anderes als du. Also das sind die Muster, also die Mustererkennung. Das Zweite ist, die Muster brauchen, also das auch umsetzen. Okay, also ich habe das nur im Englischen im Kopf, Pattern Utilization, das heißt, die auch brauchen. Und wenn du das machst, dann funktioniert das auch gleich. Also wenn du siehst, hey, aber wenn die das machen in der Beziehung, plus, minus, klar, jeder hat andere Interessen, das kann man jetzt nicht so pauschal sagen, aber jetzt zum Beispiel im Business kann man sagen, aber wenn der das so macht und ich das nachmache, dann habe ich die gleichen Ergebnisse. Und ich muss nicht 10 Jahre, 40 Jahre das machen, sondern wenn ich das erkannt habe, das mache, habe ich direkt den Erfolg, wo andere haben nach 100 Jahren schon. Also erst nach 100 Jahren. So. Und das Dritte ist, wenn du genug lange
Klavier spielst, irgendwann kannst du deine eigenen Noten spielen. Das ist die Musterkreierung. Und deswegen, wenn du eine Sprache lernst, du kannst jetzt zum Beispiel auch Spanisch und andere Sachen. Die Frage ist, hast du das von Kind auf oder hast du es gelernt? Also jetzt neu gelernt im Sinne von. Und ob du eine Sprache sprichst oder Klavier spielst, egal was machst du? Du guckst, was sie machen, du lernst die Noten, du machst es nach und wenn du es genug lange machst, kannst du deine eigenen Noten spielen. Das ist jetzt beispielsweise, diese drei Themen können komplett dein Leben verändern, wenn du das schon umsetzt, was ich jetzt gesagt habe. Das wäre jetzt zum Beispiel eine Möglichkeit, wie du daran angehen kannst, wie du ein Business aufbaust. Das wären zum Beispiel Strategien im Business. Es gibt aber auch andere Strategien, wie du zum Beispiel deine Glaubenssätze löst. Also wir haben Leute bei uns, die haben seit 20 Jahren einen festen Glauben, dass sowas funktioniert oder dass so, keine Ahnung, eine Beziehung so sein muss oder sie so sind und sie was nicht können und innerhalb von 15, 20 Minuten kann ich das lösen und die haben das nicht mehr. Weil das ist ja nichts, sie denken, das sind sie. Aber ein Beispiel, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, hattet ihr schon mal, wenn ich jetzt immer frage, hast du schon mal einen Gedanken gehabt, du bist nicht gut genug für irgendwas? Keine Ahnung, habt ihr das mal? Ja. So, beispielsweise, wenn du jetzt den Gedanken hast, du bist nicht gut genug. Wenn ich dich fragen darf, ist das dein Gedanke? Nein. Intuitiv, was würdest du sagen? Nein. Genau, aber was sagen die meisten? Ja, sie sagen, ja, das ist mein Gedanke, ich denke ja. Ja, aber du hast ihn nicht erfunden. Dieser Gedanke gibt es schon seit tausenden von Jahren, du hast ihn ausgelehnt. Du hast ihn irgendwo gehört, jetzt denkst du ihn auch. Und jetzt denkst du, dass du das bist. Ja. Und in dem Moment, wo du deinen Gedanken denkst du, dass du deine Gedanken bist und dann bist du am Arsch. Und so entstehen Glaubenssätze. Jetzt hast du noch Referenzerlebnisse, irgendwie, keine Ahnung, du wirst geschlagen in der Schule, hast schlechte Noten, deine Freunde macht Schluss, wo einfach das wieder bestätigt, oder das ist wie so ein Tisch mit 4, 5 Beinen, wo bestätigt Referenzerlebnisse, wo bestätigen, hey, ich bin nicht gut genug. Und auf einmal denkst du bist nicht gut genug. Und so wie dieser Glaubenssatz sich aufbaut, kannst du diese Tischbeine auch wieder lösen, indem du Fragen stellst. Und wenn du diese Fragen in einer bestimmten Reihenfolge stellst, dann löst du diese Muster wieder. Weil der Punkt ist ja, wenn du das denkst, fühlst du was. Und in dem Moment, wo du die Fragen stellst und diese Gedanken bewusst untersuchst, machst du diese Beine, schlägst du diese Beine wieder kaputt und hast einen neuen Glaubenssatz. Und das sind zum Beispiel solche Strategien bezüglich Eigenmanagement, eben Business oder Beziehung. Es gibt auch Leute, die sagen, ja, du hast Beziehungstipps oder Strategien für Beziehung, du hast selber keine Beziehung. Man muss nicht eine Beziehung haben, um was von Beziehungen zu bestehen. Man muss auch wissen, was man nicht will. Wie? Bist du in keiner Beziehung? Ich bin Single. Wie geht das? Das ist auch so ein Punkt, das man immer hört, wo man immer hört, für eine Beziehung braucht es ja 2. Ne? Ja, absolut. Und man muss ja vor allem auch wissen, was man nicht will. Und vor allem wissen, was man will. Meistens, wir sind ja jetzt Männer, meistens... Wir definieren uns alle als Männer, ja? Ja, absolut. Also ich weiß nicht, müssen wir jetzt mal gucken sonst, aber ich denke, es ist so. Aber wenn ihr auch beispielsweise Frauen fragen, so, wie kann das sein, dass du Single bist? Ja, wenn ich jetzt frage, wie viele Leute haben eine Beziehung? Keine Ahnung, einfach viele. Wie viele sind glücklich? Wahrscheinlich wenige. Ja. So, wie viele sind treu und glücklich? Da sind wir wahrscheinlich bei 3-4%. Also ich sehe Beziehung wie ein Business. Weil zusammenkommen ist einfach. Und wenn du verliebt bist, auch easy. Aber die Schmetterlinge, die kackst du irgendwann weg. Und dann kommt der richtige Charakter wieder. Deswegen ist es wichtig, dass bevor du verliebt bist, den Menschen kennst oder kennenlernst, wie er wirklich ist. Weil, sind wir ehrlich, wenn du verliebt bist, was machst du für einen Menschen? Ja, alles. Also rote Brille. Alles. Ja. Kannst du Müll rausbringen? Ja, Schatz, kann ich sonst was machen. Aber dann irgendwie so nach 2 Tagen, 2 Wochen, 2 Jahre, kannst du Müll rausbringen? Fuck you, Mann, bin ich dein Müllmann, was willst du von mir? Und dann machen sie Schluss und sagen sie so, ja, der hat sich voll verändert. Ja, machst du immer noch dasselbe wie am Anfang? Nein. Ja. Und deswegen glaube ich so, eine Beziehung haben ist einfach. Ja. Aber ich glaube, das Wichtigste ist, sich selber zu lieben und ich glaube halt so voll an den Seelenverwandten. Das muss halt so richtig dich weghauen. Ne? Aber wieso sind in der heutigen Zeit so viele untreu? Ich kann nicht sagen, wie viele untreu sind oder nicht. Aber du hast ja vorher gesagt, sind ja. Also ich glaube, dass auch wieder das ist wieder der Punkt. Ich habe gesagt heute, aber ich glaube, es war schon immer so. Sure. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gehört habt, dass die Leute sagen so, ja, ich würde gern, oder keine Frau oder Männer, aber ich höre es jetzt natürlich mehr von Frauen, weil ich ein Mann bin. Ja, ich wäre viel lieber auf die Welt kommen wohnen, in den 90er, 80er und so. Und denke so, hey, du meinst das nur. Die Frauen hatten da weniger Rechte, sie waren mehr auf die Männer angewiesen, sie mussten zu Hause kochen. Es ist nicht, dass es geiler war, sondern es hat sich einfach auch es hat sich so gehört, dass man das machen muss. Ja.
Und ich will Der nicht sagen, dass Standard ist ein anderer gewesen. der Anspruch. richtig, wenn du da du hast mit 20 geheiratet, hast schnell Kinder gehabt und wenn du dann Schluss gehabt hast, haben dich Leute komisch angeguckt. Vielleicht nicht mehr in den 90er, aber so 80er, 70er so. Ja. Und deswegen, heute würde ich behaupten, ich sage nicht, dass ich es weiß, aber ich will behaupten, dass die Frauen selber Geld verdienen. Mein Hashtag OnlyFans ist ja crazy. Die sagen einfach, fuck you, ich verdiene mein Geld selber, was willst du mir sagen? Oder egal mit was. Egal mit was. Ja, Ja, egal mit aber was, das ja. ist halt das extremste Beispiel, Ja, wo sie einfach schnell ja. 50.000 im Monat verdienen für nichts voll. machen groß. Ne? Das ist crazy. Und der Punkt ist, wenn der Mann Geld verdient, dann verdient er Geld, um der Provider zu sein, um die Sicherheit zu gewährleisten. Wenn eine Frau Geld verdient, sie hat nicht die gleiche Intention. Das kommt vom Urinstinkt aus. Wir wollen Erfolg, um Sicherheit zu bieten. Wenn eine Frau Erfolg hat, macht sie das nicht auch mit derselben Intention. Und die Frauen sind selbstständiger geworden. Ich glaube, wenn heute Leute zusammenkommen, ist es echter wie früher, weil früher hatte man auch mehr Druck. Jetzt haben wir immer noch Druck, aber gegen 30, weil ich kann ja bald keine Kinder mehr bekommen, da kommt der Druck. Ne? Aber was auf jeden Fall so ist, also ich glaube, das ist ein Punkt, dass die Frauen selber Geld verdienen und sagen, weißt du was, ich muss mir nichts sagen lassen von dir, was ich persönlich gut finde, weil du sollst nicht gezwungen sein oder für irgendetwas oder abhängig sein. Ich finde, das ist gut so. Aber der andere Punkt ist natürlich auch Social Media. Ich meine, es braucht viel mehr Charakter. Ich glaube, es hat immer gleich viel gute Menschen gegeben, gleich viel wenige Leute, die guten Charakter hatten. Jetzt sieht man es einfach besser. Es ist wie mit Geld. Man sagt immer, ja, Geld verändert dich. Nein, es zeigt, wer du wirklich bist. Ne? Und bei Social Media glaube ich halt einfach, als Mann oder als Frau, siehst du überall geile Bilder, die Menschen siehst du ja gar nicht auf der Straße, alle bearbeitet. Das macht dir die meisten noch sick hier oben, vor allem die Frauen, in meiner Welt, die ich kenne. Also musst du hier mal stark sein. Und auf der anderen Seite ist es ja auch, du hast so viele Möglichkeiten. Also Instagram ist das neue Badu oder was auch immer. Genau, so. Und deswegen sage ich, braucht es mehr Charakter, weil viele Leute haben eine Beziehung, weil sie auch nicht alleine sein wollen. Also, weißt du, was ich meine? Und deswegen glaube ich, wenn du weißt, was du willst und die inneren Werte schätzt von einer Frau, du wirst immer eine Frau finden, die ist hübscher als sie. Sie wird immer einen Mann finden, der ist hübscher als du. Alleine wegen der Zeit schon. Du gewöhnst dich an den Menschen. Ja. Aber wenn du es schaffst, die inneren Werte zu schätzen, dann weißt du ja ganz genau, ja, du siehst jetzt eine hübsche Frau und sagst von mir aus auch, die ist schön. Kann man ja sagen. Aber du weißt, die Chance, dass wenn du sie kennenlernst, dass alles genauso stimmt, auch innerlich wie bei der anderen Frau, das ist wahrscheinlich gering. Und dann machst du es nicht. Und für das braucht es Charakter. Aber Charakter ist jemand, der auch weiß, was er will. Und deswegen glaube ich, man muss auch gewissen Versuchen natürlich entgegensteuern, weil man natürlich auch dann weiß, was man hat. Ich glaube, das ist so der Schlüssel. Aber das ist nur meine Meinung. Ich sage nicht, dass das für alles so ist. Aber wenn du mich jetzt fragst, super, dann würde ich das so beantworten. Super. Ja. Aber ich habe in der Statistik gesehen, dass mehr Frauen als Männer untreu sind. Wirklich? Ja, voll, das haben wir mal so gelesen. Ich war Was auch meinst du? überrascht gewesen, dass Frauen Mehr Fremdgehen als Männer. mehr fremdgehen als Männer. Weiß nicht, ich finde das so etwas, ist ja mega schwierig zu bemessen, weil Ja. wenn du untreu bist, tust das Gut, ich plötzlich... könnte sagen. Ja, Also, die haben Statistik gemacht und Ja. Umfrage gemacht. Es Der hat will gesagt, jeder, ich bin untreu, fremd. jeder untreu ist, sagt, er ist untreu. Außer dass Vielleicht sagt eine Frau eher, ich bin es gewesen, keine Ahnung. ja, Ich weiß vielleicht. auch nicht. Aber das hat mich schon... Ich kenne zum Beispiel, ich glaube, du kennst vielleicht mehr Leute, die untreu gewesen sind, als untreu uns auch zugegeben haben. ja, Weißt du, Ja. ich meine, das, Ja, und der Punkt ist ja auch, die Männer, die viele, ich sage jetzt mal, die nicht so entwickelt sind, die prahlen ja auch noch. Deswegen, ich hatte Ja, mit dir ja. was. Und die Frauen sind da ein bisschen intelligenter, weil die wissen, also, was die abgestempelt werden, Ja, wenn das rumgeht. Ne? Sie ist ja eine Schlampe und du bist ein Playboy. Ja, so. ja, voll. Und deswegen glaube ich, dass die Frauen da ein bisschen intelligenter sind. Aber wenn du mich fragst, ich glaube an Yin Yang, plus, minus, Nacht, schlecht, gut. Ich glaube, alles ist in Wechselwirkung. Es gibt crazy Frauen und es gibt crazy Männer, es gibt gute Männer und es gibt gute Frauen. Und ich glaube, man muss einfach rausfiltern, was man für sich will. Es gibt ja Leute, die haben eine offene Beziehung, so, weißt du. Für die ist es ja geil, weißt du. Und deswegen, ich glaube, es gibt von beiden. Und man muss selber wissen, was man will. Ne? Einfach transparent sein, weil Ja. sagen, was man will. Aber das sind ja Auch die meisten wissen, sowieso nicht, wissen, ne? was man will, das ist so schlussendlich. Ja. Aber du hast jetzt gerade vorher etwas angesprochen. Und zwar abgestempelt werden. Hast du jetzt gerade vorher gesagt, oder? Die Ja. Frau wird dann abstempelt. Du hast ja obviously bei Bachelor mitgemacht. Wie lange hast du mit dem Stempel müssen kämpfen? Der immer noch. Bachelor-Stempel? Immer noch. Ist der immer noch... Ja, aber wenn die Leute dich kennen und du ja viral gehst oder öffentlich einfach bekannt bist, dann kennen sie dich deswegen. Also,
Das ist mega krass, das sind jetzt ungefähr 6 Jahren oder so. 18, oder wenn ich Ja, es schon. 19? 18, 6 Du Jahren. bist immer noch voll Irgendwie, in der Szene bleiben. Ich kann es nicht sagen, weil ich bin ja nicht in dem Körper von anderen Leuten, die jetzt auch die Sendung gemacht haben. Ja. Aber ich habe auch das Gefühl, es hat immer noch ziemlich präsent ist. Ich habe ja auch seit da extrem viele, wie sagt man, Offers bekommen. Also Ja. einfach viele Anfragen von RTL, Deutschland, überall. Ich habe alles abgesagt, weil ich möchte ja nicht zu fest in diese Richtung gehen. Deswegen habe ich auch ein Buch geschrieben, um zu sagen, hey, das ist nicht meine Welt. Ja. Ich finde es auch mega interessant, weißt du, ich glaube, das kann man auch so sagen, wir haben eigentlich gesagt, wir würden nicht gerne so, oder so ein bisschen nicht in dieser Bachelor-Welt stattfinden, so in dieser Reality-TV-Welt. Ist jetzt gerade paradox, wenn man das jetzt so da sagen, wenn du gewesen bist, aber ich finde halt, bei dir ist es ganz anders, weil bei allen anderen Bachelor oder Bachelorette, die gehen an die Public Viewings von dem, die finden immer noch statt in dieser Welt. Ich habe fast das Gefühl, du bist dich von dem distanziert. Ich habe es nie geguckt, vor mir nicht, nach mir nicht. Ja. Und klar, meine Staffel habe ich geguckt. Aber Du bist ja der Bigs. ja, also ich finde es ja nicht schlecht so, aber es gibt mir nichts. Es ist einfach leer für mich. Mir gefallen eher so Gespräche wie jetzt. Und ich war ja auch schon lange vor dieser Sendung im Bereich Persönlichkeitsentwicklung, im Unternehmertum, in Selbstständigkeit. Und deswegen, das hat mich ja nicht verändert. Ja. Weil die kommen die Leute und sagen, ja, du bist immer noch gleich. Ja, wieso soll ich mich verändern? Ich bin nichts Besseres. Also, ich bin immer noch gleich. Und deswegen. Wieso hast du es gemacht? Also, was sind die Interessen? Es sind mehrere Gründe. Ne? Also, es sind immer die gleichen Fragen, die Leute stellen. So, ist es wirklich echt? Ist es gescriptet? Oder wieso hast du es gemacht? Und auch wieder da. Ich glaube, so. Ich habe mir unterbewusst immer die richtigen Fragen gestellt, weil die Qualität deiner Fragen bestimmt die Qualität deines Lebens. Und bevor ich in die Finanzbranche gekommen bin, haben auch viele gesagt, ja, willst du das machen viele und du wirst es eh nicht schaffen. Und ich habe mir gesagt, schau, entweder, da habe ich mir die Frage dann gestellt, gesagt, okay, vielleicht ist es nicht seriös, vielleicht ist es nicht gut, aber wenn es geil ist, dann ist es wirklich geil. So, jetzt habe ich 2 Optionen, entweder ich mache es 3 Monate, lass mich verarschen, kann aber dann einen Haken dran machen, sage, ich habe es probiert. Oder ich sage mit 40 meinen Kindern, ja, dein Vater hätte können. Oder wie wäre das gewesen? Ja. Das würde ich mich mehr fressen. Und deswegen glaube ich, ist es extrem entscheidend, was für Fragen wir uns stellen. Und nochmal auf deine Frage zurückzukommen. Wieso habe ich es gemacht? Weil ich mir die richtigen Fragen gestellt habe. Ich habe mit 24 einen Dünndarmtumor. Also eine riesige Geschichte, da könnten wir nochmal 2 Stunden drüber reden. War immer gesund, Fußball, keine Drogen, nichts so. Und da hatte ich einfach einen Dünndarmtumor. So, war übelst selten, was ich hatte. Ist jetzt alles gut, nie mehr was gehabt. So. Gott sei Dank. Aber da habe ich auch ein Riesen-Learning daraus gezogen, aber das würde jetzt einfach ein bisschen zu lang gehen, aber es ist eine mega spannende Geschichte. Und das war die schwierigste Entscheidung, weil das Lustige war ja, ich hatte ein Shooting für die Firma und der hat mich dann angesprochen für das. Aha. Und ich habe gesagt, und ich habe dann gesagt, nee, hör mal auf mit dem, ich gucke nicht mal Fernsehen und jetzt erst recht nicht Trash-TV so. Und er sagt, komm und so. Und ich habe gesagt, nee, will ich nicht. Und der hat immer weiter gemacht. Da habe ich gedacht so, und der war wirklich sympathisch. Also ich habe heute noch Kontakt mit ihm. Und da habe ich gesagt, komm, ich mach's für dich. Aber ich hatte so einen krassen Anschiss, das zu machen. Und da war ich da halt im Gespräch und die haben dann extrem viel geredet und gesagt. Und ich war dann halt da und das hat mir eigentlich gar nicht so imponiert. Und da habe ich dann gesagt, ja, was habe ich jetzt davon? Und da haben sie gesagt, ja, halt den Reach oder die Bekanntheit. Und dann habe ich gesagt, okay, gut, es passt, danke, ich gehe wieder. Das war's. Und da bin ich halt in die Firma gegangen, habe da davon erzählt und so. Und die haben dann gesagt, hey, das könnte eine Möglichkeit sein und so. Wenn die Leute vielleicht wüssten, wie du denkst, wie du redest, vielleicht kann man was bewirken. Und da habe ich so gedacht, ja, vielleicht, aber vielleicht auch nicht. Long story short, habe ich dann mit gewissen Leuten aus Deutschland noch Kontakt gehabt, die wirklich was zu sagen haben und haben gesagt, hey, das ist eine Möglichkeit für dich. Überleg dir das doch mal. Da habe ich gesagt, was? Und der entscheidende Punkt, wieso ich es dann gemacht habe, habe ich gesagt, so, hey, ich hatte einen Dünndarmtumor und als ich den hatte und dich der Arzt dann, stell dir vor, du bist im Wartenraum. So, du sagst denen seit 2 Jahren, du hast einen Tumor, die sagen, nee. Und du machst immer weiter und dann finden sie nach 2 Jahren endlich raus, wollten aber dich nicht richtig kontrollieren, haben es dann doch gemacht, finden es raus und sagen, du hast einen Tumor. Und dann wartest du so im Wartezimmer und denkst so, jetzt kommen die Ergebnisse. Bro, die Zeit, die Sekunden, das sind wie Fäuste. Also du hast gesagt, schon im Mars, dass du schon etwas hast.
Ich weiß nicht, ob ihr Zeit habt für das, aber das geht ungefähr 10, 15 Minuten, die Geschichte. Aber es ist ein Riesen-Learning da Ja, draus. sehr gerne. So. Aber ich komme gleich nochmal auf das. Aber um deine Frage zu beantworten. In dem Moment, wo du das hast, wo der Arzt dich anguckt und sagt so, ich weiß nicht, was es ist, aber es gehört nicht dahin. Dann kommen dir Gedanken, so, wie lange habe ich noch zu leben, was will ich noch machen in meinem Leben und. Und die Frage ist so, nimmst du das mit in deinem Leben oder nicht? Und ich habe das mitgenommen und ich habe gesagt, hey, wenn ich jetzt noch einen Monat leben würde ich es dann machen? Und dann habe ich gesagt, ja, natürlich, auf jeden Fall. Weil was wichtig ist, nicht das Geld, das sind die Erlebnisse. Das ist das, was einen Charakter reich macht. Aber was dein mitnimmst, Leben, was dein Leben reich macht. Und das war der Hauptgrund des Erlebnisses. Zweitens, klar, wenn du was gut machst, wissen das die Leute natürlich auch. Und drittens, wenn du eine Frau findest, wieso nicht? Die sagen, weißt du, findest du deine Frau? Und dann sage ich, wie findest du die dann? In Schlieren Bahnhof oder wo findest du die? Wie lange bist du mit der zusammen noch? Nicht lange, ein halbes Jahr oder so. Okay. Ja, gut. Oder? Aber der Punkt ist so, ich glaube, wir sagen, Erlebnis. wenn wir uns mehr diese Fragen stellen, was ist, wenn ich jetzt noch ein Jahr oder einen Monat oder wie auch immer leben würde, würden wir gewisse Entscheidungen anders treffen. Genau. Weil was sagen die Leute, die alt sind oder älter sind, bevor sie sterben, was sie bereuen? Ja, sie bereut. Ja, ich habe das nicht gemacht, ich habe das nicht Ja. gemacht. Genau. Oder zu wenig riskiert, ich habe zu viel gearbeitet, all diese Absolut, Sachen. Wenn du das jetzt schon weißt, musst du nicht warten bis dahin. Also auch bereust Menschen. du es nicht? dass du Null, gemacht hast? null. Auch wenn du jetzt weißt, also weißt du, dass wie lange ist es gegangen? 2, 3 Wochen? Ein Monat oder wie lange geht das? Also wir waren, das weiß ich nicht mal, das war vor 6 Jahren, wir waren ungefähr 6 Wochen da drum. Ja, so eben so 1, 2 Monate, so irgendwas irgendwas. sowas, ja. Weißt du, dass die 1, 2 Monate so nicht bereust, das sehe ich absolut den Punkt. Aber damit mit dem Stempel, wo halt noch mitträgst, da kannst du besser beurteilen als ich. So, ich Der Punkt ist, bereust, dass der jetzt so mitnimmst? Oder vielleicht muss ich so fragen, ist dir bewusst gewesen, wie lang und wie intensiv abgestempelt wirst? ehrliche Antwort, Ja. I don't give a fuck. Weil ich bin der ich bin und ich habe die Entscheidung getroffen. Bravo. Und auch wenn Bravo. du Entscheidungen triffst, die scheiße sind, im Leben steh dazu. Und ich bereue keine meiner Entscheidungen. Und ehrlich gesagt ist mir auch scheißegal, was Geil. Leute über mich Geil, denken. ja, weil ja. wenn das Absolut, wichtig wäre, ja. wäre ich heute nicht selbstständig, würde mein Ding durchziehen. Absolut. Weil die Leute, und da fragen mich die Leute, ja, ist es gescriptet und so. Ich sage, hey, ich war immer ich selber. Weil die Leute werden mich sowieso hassen oder lieben. Dann lieber für das, was ich bin. Ja, Weißt du? ja. Und es gibt, sag mir, eine erfolgreiche Person, die keine Haters hat. Ja, So. Ja, So, das und speziell Leute, die über dich reden, ohne dass sie dich kennen, zeigt dir schon, was für einen Charakter die haben. Ja. Man kann sagen, okay, ich könnte mir vorstellen, dass er so ist, aber urteilen, schubladisieren macht jeder. Wir schubladisieren jede. Die Leute sagen, du sollst dich schubladisieren. So ein Bullshit, du machst das immer. Schubladisieren ist ein Sicherheitsmechanismus. Wenn du das nicht machen würdest, dann würdest du einen Tiger sehen und würdest gar nicht checken, dass es ein Tiger ist. Du musst dich schubladisieren, Danger, Gefahr, ich muss wegrennen. So. Und wenn du jemanden siehst, schubladisierst du automatisch. Das ist ein Sicherheitsmechanismus. Aber du urteilst nicht. Das ist ein großer Unterschied. Wenn du sagst, ich könnte mir vorstellen, die Person ist so, das ist nicht schlimm. Aber wenn du sagst, die Person ist so, das ist ein Unterschied. Ja. Und deswegen, wenn die Leute was sagen, wie andere Leute sind, das sagt schon sehr viel aus über diese Leute. Ich finde allgemein, wenn du über eine Person redest, die nicht aktuell in dem Raum ist, Genau. oder wo du dich halt befindest, Ja, finde ich, wenn du nichts Positives über die Person möchtest sagen, ja. dann muss sie wirklich gut kennen, dass du etwas Negatives sagst. Weißt du, jetzt so negativ, dass wir so ein neues Verhältnis haben, dass ich dir das aufs Gesicht sage. Absolut. Weißt du, was ich meine? Absolut. Sonst finde ich, sonst geht es schon mega in die Lästerrichtung. Weißt du, Absolut. Ja, und das gibt es ja auch. Aber der Punkt ist ja immer der, du sagst es Lästern, ich sage dem Neider, und gewisse Leute, die kommen dann zu mir und sagen, ja, die haben schlecht über mich geredet und so. Und dann sage ich, hey, bist du froh, du machst was richtig? Ein Beispiel. Bist du neidisch auf Leute, die weniger haben als du? Ja, weißt du, was ich meine? Weißt du nicht, weil sie haben weniger. Du kannst ja nur neidisch auf Leute sein, die was haben, was du nicht hast. Ja. Deswegen wirst du lieber bemitleidet oder beneidet. Deswegen weißt du ja selber, was du lieber wärst. Du, auch im Fußball, du greifst nur den, der den Ball hat. Bravo. Weißt Sehr du, gut, sehr gut. schlussendlich. Ja. Schlussendlich ist so genau das. Aber Ja. Auf jeden Fall, ich weiß nicht, die Geschichte mit dem Tumor, weiß ich, das ist eine crazy Geschichte, Mann. Also, Ja, erzähl. das Meaning von der Geschichte ist eigentlich das Krasse, weil ich hatte, das ist ein wichtiger, wenn ich das mitgeben kann, wenn das Leute hören, das ist wirklich so ein Aufruf, weil das kann lebensverändernd sein. Wichtigste Message ist, hör auf deinen Körper. Hör nicht auf Experten, hör auf deinen Körper, weil ich hatte extrem starke Bauchschmerzen mal. Die waren so stark, du weißt ja, wenn du Schmerzen hast, Stechen, drücken, wo ist immer anders so. Und ich hatte so krasse Bauchschmerzen am Tag
ich hatte gezittert und bin eingeschlafen. Ich war da in der U-Bahn. Und ich wusste so, hey, was ist das? Das kann nicht sein. Bin einfach intuitiv ins Spital gefahren und habe da gesagt so, hey, ich habe einen Tumor. So, einfach aus dem Nichts gegriffen. Weißt du? Auch nicht gewusst, was das groß ist. So einfach keine mal Ahnung, ich habe einfach ja, randomes Wort, instinktiv. Und da hat er gesagt, das war Spital XY, spielt jetzt keine Rolle. Und hat er gesagt, und das war auch der Beginn, wieso ich mich auch mit Gesundheit befasse. Also Persönlichkeitsentwicklung, es sind mehrere. Aber ich habe überall Referenzerlebnisse, wo mich geprägt haben, wo ich sagte, da muss ich was lernen. So. Ja. Und dann hat er gesagt, ja, Wo ist also deine gut. Tag? So. Und da hat er einen Ultraschall gemacht. Und Ultraschall ist das für schwangere Frauen. Da siehst du die kleinen Sachen in der Regel gar nicht so. Ja. Und ich wusste das jetzt in dem Zeitpunkt nicht, weil ich war irgendwie 3,24. So. Und da hat er gesagt, ja, du hast nichts, geh nach Hause. Und was denkst du denn als 23-Jähriger, das ist ein Experte, wird schon stimmen, so, weißt du? Hatte ich 2 Jahre nichts mehr, aber ich war mega skeptisch. Und da habe ich gesagt, ja gut, dann muss ich dem mal glauben, aber irgendwie glaube ich dem nicht. Aber ich war noch nicht so reif, dass ich gesagt habe, ich hole mir eine Zweitmeinung. Hatte 2 Jahre nichts. Nach 2 Schon mega Jahren, Respektspersonen, Ja, so. Vor allem absolut. in dem Alter, ja. absolut. Und dann nach 2 Jahren hatte ich plötzlich Bauchschmerzen wieder, aber andere. Und immer nach dem Essen. Und da war so 3 Stunden lang, war am ganzen Nachmittag immer Bauchschmerzen. Und ich konnte nicht arbeiten, es war wirklich heftig. Und ich dachte, was ist los? Irgendwas stimmt nicht. Da habe ich mich habe ich mich geachtet, ja, was esse ich denn? Esse ich immer das Gleiche wegen Laktose, Fructose und diese Sachen, ne? Und da habt ihr gemerkt, nee, ich esse Reis, habe nichts, ich esse Reis, ich habe was. Weißt du? Also es war nicht das Essen. Da bin ich zum Arzt gegangen, ich habe gesagt, ich habe Bauchschmerzen. Das ist angefangen. Ich mache die Kurzversion. Und dann habe ich gesagt, ja, ich habe Bauchschmerzen, habe es erklärt, war 2. Mal beim Arzt, hat gesagt, macht mal eine fucking Kontrolle. Dann haben die gesagt, ja, wir machen Fructose. Ich habe gesagt, ich bin nicht fruktoseintolerant. Muss so Fructosebecher trinken, halben Liter, um zu gucken, ob das funktioniert. Habe ich gesagt, das brauche ich nicht. Habe es trotzdem gemacht, war nichts. Dann hat es geheißen, ja, Laktose. Habe ich gesagt, das ist auch nichts. Ihr müsst richtig kontrollieren. Musst du dir vorstellen, ich habe jedes Mal noch 1 Stunde mit denen geredet. Okay. Und dann habe ich Fructose-Test gemacht. Ich habe Laktose-Test gemacht. Dann habe ich den Test gemacht, wie heißt das, wenn man von oben mit Darmspiegelung, oder? Nein, Darm ist von oben. Aber ich weiß nicht mehr, jetzt habe ich einen Blackout. Aber völlig egal, wo die einfach mit dem Schlauch reingehen. In die Mundröhre rein. Mundröhre, genau. Speiseröhre, boah, amigo. Ja, aber es Mundröhre. heißt noch, ja, Speiseröhre, aber es heißt anders, die Kontrolle. Aber anyway, spielt keine Rolle. Haben die Kontrolle gemacht, um von oben zu gucken. Haben die Kontrolle gemacht von hinten. Sagen so, ja, es ist nichts, nur... Jetzt darfst du einen Applaus. Ja. So, weißt du, ja, aber auch das ist was, die Leute lassen sich kontrollieren mit 50 mit dem Scheiß. Meine Tante ist gestorben mit 54, weil sie mit 50 Kontrolle macht. Boah. Du sollst mit 30 mal einen komplett Check-up machen. Ja. Wir haben das Problem in der Schweiz, dass die meisten Gesundheitssysteme so aufgebaut sind, dass sie nicht proaktiv dich kontrollieren. Wenn du sagst, ich möchte einen Ganzkörper-MRI machen, Voll. die machen das nicht. Voll. Du musst, und wenn du das nicht machst, bist du im Arsch. Weil, also im Wenn jetzt Arsch, ein Brauerland weil wenn davon du musst die Monster killen, weil sie klein sind. Warum sterben die Leute an Krebs? Weil sie es zu spät merken. Ja. Krebs Absolut, in Stadium 4 hat 20% Überlebenschance. Aber Krebs in Stadium 1 hast du 80-90% Überlebenschance. Ja, voll. So, also was ist der Punkt? Die Leute sterben nur an Krebs, nicht wegen Krebs, weil sie es zu spät merken. Ja. Wenn du aber nur gehst, wenn du ein Problem hast, ist es schon zu spät. Und deswegen ist das Gesundheitssystem in der Schweiz komplett abgefuckt. Und deswegen gehe ich auf Amerika mich testen lassen. Es gibt extra so Labs, auch in Deutschland, glaube ich, wo du so Ganzkörperkontrollen machst. Weil es ist übelst wichtig. Auf jeden Fall, long story short, das habe ich dann auch von dieser Geschichte mitgenommen. Und dann haben die von oben, von unten kontrolliert, Laktose, Fructose. Und dann habe ich denen gesagt, hey Leute, ich war dann nach 3/4 Jahr irgendwann immer noch die Bauchschmerzen. Die geben dir Medikamente. Ich sage, hör mir auf, die Medikamente zu geben. Ich war extrem wütend und habe gesagt, mach mal eine richtige Kontrolle. So, irgendwann hatte ich dann so krasse Bauchschmerzen, dass ich einen Notruf anrufen musste und die hat gesagt, du musst sofort in den Notfall kommen. Ich bin ein Auto gefahren, fast einen Unfall gemacht und dann haben die, ich hatte einen Darmverschluss. Ich weiß nicht, das ist, wenn der Dickdarm in den Dünndarm reinstülpt und dann kommen die Gase rauf. Das kann platzen, da musst du operieren, wenn es gefährlich ist. Und dann sagen, die geben mir Drogen, so, ich weiß nicht mehr, so Morphin und all diese Sachen. Und ich sage, hört auf mir Drogen zu geben, ich schneide den Bauch auf. Also ich war ready, so, ich war komplett im Arsch. Und dann höre ich nur so im Hintergrund, gib ihm mehr. Und da sagt der andere, ja, wir haben ihm schon alles gegeben. Ich war am Fluchen, ich habe die verflucht. Ich wollte die, das war ganz schlimm. Und long story short, ich hatte einen Darmverschluss, hat dann aufgehört zum Glück, musste mich ergeben. Und dann kommt wieder der Arzt. Du musst dir vorstellen jetzt,
Dreivierteljahr bis ein Jahr, Kontrollen um Kontrollen. Und du sagst die ganze Zeit, du willst eine richtige Kontrolle, nicht so Laktose, Bullshit, Scheiße und so, sondern richtige Kontrollen. Und die vertrösten dich die ganze Zeit. Du kommst immer wieder mit neuen Stories, neuen Schmerzen. Und jetzt kommt wieder so ein Arzt zum irgendwie gefühlt mindestens 25. Mal. Und der kommt rein und denkst so, du lässt ihn gar nicht mehr ausreden. Du sagst, komm gar nicht mit diesen Bullshit-Fragen, wie lange haben Sie das schon, was haben Sie? Helfen Sie mir und machen Sie eine richtige Kontrolle. Und dann sagt er, dann schickt er mir die scheiß Fragen. Ich sage, ich beantworte die Fragen nicht. Sie kontrollieren mich jetzt. So. Aber irgendwann willst du einfach zum Alpha. So. Also, du kontrollierst mich jetzt fertig. Dann habe ich gesagt, ihr kontrolliert mich jetzt und fertig. Und ich habe einen Tumor. Und er hat gesagt, weißt du, was er sagt? Nach einem Jahr Kontrolle, immer noch nicht gut. Anstatt dass er sagt, machen wir eine richtige Kontrolle, sagt er, nein, das ist nicht möglich, dass Sie einen Tumor haben. Sie sind viel zu jung. Und dann habe ich gesagt, schauen Sie, ich komme morgen ins Spital und wenn ich illegal ins Spital komme, ich mach die Kontrolle selber. Und dann hat er gesagt, gut, wenn Sie unbedingt kommen wollen, kommen Sie morgen um 7, wir machen die Kontrolle. War mega wütend. Und dann bin ich morgen um 7 ins Spital gekommen, die haben mich 6 Stunden warten lassen, ohne zu essen. Und dann bin ich ausgerastet, bin da an die Theke gegangen, habe gesagt, ey, irgendwie macht jetzt die fucking Kontrolle oder ich gehe. Weißt du, was sie gesagt haben? Nach all dem, was ich gehabt habe, sagen sie, wenn es nicht passt, können sie gehen. Krass. Und ich habe gesagt, so, okay, ich warte jetzt noch eine halbe Stunde, dann gehe ich. Und dann, nach der halben Stunde, komme ich dran. Und jetzt sagen sie, jetzt können wir die Kontrolle machen. Weißt du, was sie für eine Kontrolle machen? Nach einem Jahr mit dieser ganzen Geschichte? Ultraschall. Ey, ich schwör's dir, ich hab gedacht, ich höre nicht mehr richtig. Ultraschall, den gleichen Scheiß wie am Anfang. Mit Ultraschall siehst du die Sachen ja nicht genau. Ja. Du musst ein MRI machen, also MRI oder CT, Computertomographie, all diese Sachen. Kenne ich jetzt mittlerweile auswendig, wo ich dankbar bin dafür. Er macht einen Ultraschall, der Tumor war aber schon 3 Zentimeter groß. Und hat er gesehen. Und hat er gesagt, ja, Sie haben einen Tumor. Kannst du dir vorstellen, was ich dann gedacht habe, so, weißt du? Ich habe nur diesen gedacht. So. Ja. Und dann hat es angefangen. Aber der Paradox, du hast dich gefreut, dass es eigentlich recht. Ja, gut, eigentlich ist Ich freue mich heute, dass das passiert ist, weil ich sehe es heute ganz anders. Ja. Wir tendieren dazu, den Experten zu vertrauen. So, du gehst ja nicht ins Flugzeug und sagst, kann ich mal Ihre Papiere sehen, dass Sie Pilot sind. Das machst du ja nicht. Du vertraust einfach. Aber wenn es um Thema Gesundheit ist und um Gesundheit geht, und das ist das, was ich ein bisschen hier besprechen möchte, um anderen auch mehr Mut zu geben, auf sich selber zu hören, weil ich hatte Glück. Bei anderen, ihr habt es vielleicht auch schon gehört, die haben Bauchschmerzen, 2 Wochen später sind sie tot. Ja. Weißt du? Und ich hatte Glück. Und es gibt Leute, die machen Fehler und lernen nicht daraus. Und es gibt Leute, die machen Fehler und lernen daraus. Am besten ist es, wenn du von Fehlern von anderen lernst. Ne? Also ich finde, das war die Größe. Oder? Für mich ist das intelligent. Und ich habe dann hat das angefangen, das ist noch nicht fertig, jetzt kommt es noch. Und dann machen die Kontrollen, Computertomographie, MRI, dann haben sie angefangen mit diesen Kontrollen. So. Und dann haben sie gesagt, dass von den Tumoren, wir haben Dickdarm, Dünndarm. Und 80% von den Tumoren kommen im Dickdarm vor, weil dort der Dünndarm ist eigentlich das, was dir die Vitamine aus dem Essen zieht. Wenn du isst und verdaust, zieht der Dünndarm die Vitamine raus, die du brauchst für den Körper. Und im Dickdarm, da gärt, ich weiß nicht, was man auf Hochdeutsch sagt, da verfault eigentlich einfach alles. Das ist der Abgang, ne? Da geht man aufs Klo. Und deswegen... der natürliche Kompost eigentlich. Ganz genau, natürlicher Kompost. Und 80% von den Darmtumoren sind im Dickdarm und nur 20% im Dünndarm. Generell über alle Menschen. Also schon mal selten, dass man es im Dünndarm hat. Und jetzt noch ein 24-Jähriger, der im Dünndarm was hat. Und da habe ich gesagt so, hey, was ist das für ein Tumor? Und dann sagte er mir, es gibt 3 Arten von Tumoren. Es gibt Gisttumoren, Neurotumoren und Polypen. Die Neurotumoren sind die gefährlichsten. Das heißt, wenn du ihn rausschneidest, muss jedes Jahr kommen, weil die sprießen so Samen, hauen so Samen raus, wo dann wieder neue Tumore rauskommen können. Die musst du dann immer wieder rausschneiden. Die zweite sind Gisttumoren, die sind auch schlimm, da muss auch muss auch wieder jedes Jahr in die Kontrolle kommen. Und die wenig harmlosesten, wenn man so sagen kann, sind die Polypen. Das ist eigentlich ein Geschwulst. Das ist eigentlich nur ein Fettgeschwulst und das kann man eigentlich rausschneiden, dann ist gut. Aber alle 3 sollte man rausschneiden, weil Tumore wachsen oder können wachsen und können entarten. Und dann sagt er so, dann sage ich so, ja, wie groß ist die Chance, dass ich einen Polypen habe natürlich, weil das ist der wenig Schlimmste. Ne? Und er sagt, in ihrem Alter im Dünndarm ein Tumor sehr, sehr selten. Also, dass sie einen Polypen haben, ist zu 1%, dass sie das haben. Also, da wird was anderes sein. Und dann denkst du halt so, scheiße. Ne? Long story short. Denkst du halt scheiße. Ja, denkst du halt scheiße. Du überlegst so, wie lange kann ich leben? Ich hatte ein paar Erlebnisse, wo ich fast gestorben bin. Das ist ein anderes Thema. Ich könnte mit euch 10 Stunden reden, ich sag's schon. Dann hat er gesagt, ja, wir wissen nicht, was es ist. Und wir müssen es rausschneiden und dann einschicken, dann wissen wir, was es ist.
So, dann habe ich die Operation gehabt und ich habe dann, bevor ich die Operation gehabt habe, mein Großvater, der ist halt mega experienced mit so, auch mit Gesundheit, ist mal fachgeschwommen, mit Fallschirmspringen, alles mögliche, unzählige Operationen. Und deswegen, ich liebe es, mit Leuten zu reden, die Erfahrung haben. Also die Theorie ist gut, Praxis ist auch gut, beides zusammen gibt Erfahrung. Ja. Und dann sage ich so, ich weiß nicht, ich bin rumheulen, sage ich weiß nicht, ob ich lebe und sage, halt die Fresse, sagt er. Sag ich so, what the fuck? Und er sagt, überleg, wie viele Darmoperationen hatte der Arzt schon, hast du gefragt? Ich denke mir so, Mann, so eine intelligente Frage, Mann. Ja. So eine intelligente Frage. So, weißt du, er denkt schon, er ist halt übelst rational, weißt du? Er hat zu reden, wir müssen nach Lösungen suchen, so. Und ich denke mir so krass. Deswegen liebe ich den über alles, mein Großvater. Und haben dann gefragt, der war ein super Arzt, habe ich dann operiert, rausgeschnitten, die haben das eingeschickt. So, die Ergebnisse sind gekommen. Weißt du, was es war? Ein Polyp. Aber So, so, was ist jetzt? Und dann war ich beim Arzt und dann sage ich Ihnen ganz ehrlich, wie viele Leute hatten Sie, die das hatten in dem Bereich im Dünndarm? Und dann sagt er, um ehrlich zu sein, ich hatte in meinem Leben, und der war schon 60, ich hatte unzählige Darmoperationen, auch Unispital, Zürich, überall, hat er gesagt, ich hatte 2 Leute und beide waren über 50. Du bist der Erste in meinem Leben. So, was will ich damit sagen? Ja. Ich will damit sagen, hey, so, wenn du ein Gefühl hast und du weißt, es ist so, hol dir mehrere Meinungen ein und trau nicht jedem. Vor allem, wenn es um deine Gesundheit geht. Und deswegen habe ich gesagt, egal, wenn ich was habe, irgendwo zum Doktor gehe, mittlerweile weiß ich so viel, dass ich denen fast schon sage, wie was ist. weil einfach aus dieser Erfahrung, weil die meisten Leute sterben genau deswegen, weil es eben zu spät merkst. Und deswegen ist das mein größtes Geschenk und das kann ich nur jedem empfehlen, mehrere Meinungen einzuholen. Wenn 3 Leute dasselbe sagen, dann kannst du sagen, okay, ich habe es eingegrenzt. Aber wenn du eine Meinung holst, ich will nichts Schlechtes gegen Doktoren sagen, aber das sind auch Menschen, die machen auch Fehler. Weißt du? absolut, ja. Und deswegen ist es so wichtig, eine eigene Meinung zu haben, die zu vertreten, sei es im Business, Beziehung, nächstes Thema. Was machen die Leute über Beziehungen? Sie reden mit anderen. Red nicht mit anderen Leuten über deine Beziehung. Das ist Katastrophe. Erstens mal haben die Beziehung, die du willst. Meistens haben die das nicht. Dann holst du dir Ratschläge. Und das ist genau der Punkt, du bist in einer Beziehung und dann funktioniert die nicht. Die Frau geht zu den Frauen, erzählt natürlich ihre Story und nur das, also nur diese Situation. Wenn sie aber erzählen nur aus andere Sicht, ja, ihre Sicht, aber und auch nur die Situation. Wenn sie jetzt erzählen würde, was der Mann alles schon gemacht hat für sie und alles in den Basket werfen würde und der Mann auch noch seinen Blickwinkel erklären würde, dann wäre alles anders. Ja, so. Und der Punkt ist, es passiert in der Realität nicht. Und dann sagt sie ihre Story, hat vielleicht auch noch, vielleicht hat sie recht, vielleicht nicht, spielt ja keine Rolle, einfach ihre Sicht. Es gibt ja immer 2 Sichten. Und was sagen natürlich die Frauen? Ja, ist ein Arschloch, ist ein Wichser, mach Schluss und so. Und sie geht zurück und sagt, ja, ich bin voll pumped, ich weiß es richtig, fuck you. So. Und das Schlimmste Und ist das auch, funktioniert wenn die nicht. Familie mit einbezieht. Ganz genau. Das ist ganz schlimm. Ganz genau. Heutzutage kommt sie mit, du bist ein Narzisst, du bist Ja. toxisch. Diese Wörter, Narzisst, Ja, ja. toxisch, Mann. Ich habe das Gefühl, das ist schon Ganz aufgekommen jetzt im schlimm. 24. Ich kann es nicht hören, ich kann es nicht hören, ohne Scheiß. Und die Leute reden einfach viel zu wenig. Die hören sich Das ist nicht ein zu. großer Punkt. Ja. Das ist zu wenig Die mit- Beeinflussung Also ich glaube, weißt, wenn du das Problem hast in deiner Beziehung mit deinem Partner, Partnerin, was auch immer, mit dem Meerschwein oder was auch immer, Amigo, red mit der Person, die das Problem ist, nicht mit der anderen. Richtig. Wenn ich mit einer Frau Probleme habe, ich nicht dir, Amigo, ey, was soll ich machen? Dann redest du mit ihr. Richtig. Du sollst diskutieren, was ist das Problem? Absolut. Meine Frau, bis wir das nicht geklärt haben, die geht nicht, Bravo. weißt du, die geht nicht weg. Bravo. Die wird es immer gerade klar und das Bravo. habe ich von ihr Das also ist sehr, sehr gut. Das ist gelernt. ganz Also geil. sie macht das super. Und der Punkt ist ja, ich weiß, du warst ja auch schon im Seminar bei mir. Und wenn ich dann die Leute frage, wie viele Bücher habt ihr gelesen bezüglich Erfolg und Business? Viele strecken so auf, haben schon Bücher gelesen. So. Dann fragst du so, wie viele Bücher habt ihr Thema Beziehung gelesen? Keiner streckt seine Hand auf. So. Und dann weißt du so, ja, okay, deswegen entstehen die Probleme auch. Es ist nicht nur das Missverständnis, es ist auch Männer und Frauen sind ganz anders. Ja, absolut, Wir Männer, ja. wenn wir Probleme haben, wenn jetzt Frauen hier zugucken, können die es wahrscheinlich bestätigen. Aber wenn eine Frau ein Problem hat, dann will sie gehört werden. Das heißt, Ja, wir müssen ihr voll. zuhören. Ja, genau. Aber wir, die Männer, die geben sich eigentlich intuitiv immer Lösungen. So, wenn wir ein Ja, Problem voll. haben, das ist die Lösung und weiter geht's. Wenn wir den Frauen Lösungen direkt geben, die hassen uns, weil die wollen verstanden werden. Sie wollen, dass wir sie fühlen. Ne? Und das ist genau der Punkt. Und weil wir das unter uns ja so machen, Genau. machen wir es bei der Frau, weil wir sie lieben. Aber sie macht das, wenn sie und der Freundin sich lieben, hören sie sich zu. Und wenn sie sich verstanden fühlen, dann können sie mit Lösungen kommen. Und das ist genau der Punkt. Sie macht intuitiv das, was sie mit ihren Frauen macht, also mit den Freunden. Also eigentlich sagen, hey Schatz, wollen wir reden? Was sagst du? Nein,
ich brauche meine Zeit, lass mich in Ja, Ruhe. voll. Und Nein, der Mann nee, braucht voll. seine Zeit, die Frau nicht, sie muss reden in der Regel Ja, mit den voll. Engen. Und da wir gegensätzlich sind, machen wir das, was wir denken, was für uns das Richtige wäre, aber es ist für die andere Person nicht das Richtige. Und deswegen Genau. ist das mega spannend. Als normaler Mann denkst du so, also wenn du es das erste Mal hörst, denkst du so, Gedanke, es ist ja ein Problem. Und du denkst so, ich würde so gerne die Lösung sagen, aber du denkst so, bist einfach ruhig. Und dann wartest du und du gibst die Lösung nicht und sagst, du bist so ein guter Zuhörer und du umarmst dich. Denkst du, scheiße, ich habe gar nichts gemacht. Es ist so einfach. Weißt du, weil du willst dir die Lösung sagen und Ja. du überlegst so, lohnt sich jetzt auf dem Sofa zu schlafen für das oder nicht? Ja, Soll absolut. ich den bringen? Absolut. Lohnt sich jetzt 3 Absolut. Tage auf dem Sofa schlafen? Absolut. Und du laufst noch so ins Geschäft rein. Absolut. Danke, Starry. Absolut. Und der Punkt ist, wir sind nicht schwierig, wir sind einfach verschieden. Und ich habe ja diese Fehler alle selber gemacht. Ich rede da, als wäre ich weiß nicht wer. Ich habe die Fehler alle gemacht, aber wenn man diese Sachen lernt, kann man eine geile Beziehung haben, oder? Aber auf der anderen Seite, wenn wir ein Problem haben, sagen wir, lass mich in Ruhe, ich melde mich dann wieder nach 3 oder 5 Tagen. Die Frau versteht das nicht, die denkt, der liebt mich nicht. Ja, Das Problem, was sie nicht verstehen, dass wir unsere Zeit brauchen, weil wir reden nicht drüber. Wir sind Männer, weißt Ja, du? Und der Punkt ist dann halt so, was wir besser machen sollten, glaube ich, ist, dass wir der Frau sagen, ich liebe dich, ist alles gut, ich komme gleich wieder, so. Aber lass mir meine Zeit, weißt du? Und das machen wir intuitiv falsch und ich auch. Ja. Und heute denke ich so, scheiße, von wo hätte ich das wissen sollen? Weil nicht mal meine Frau damals wusste das ja. Wie will sie mir das erklären? Also ich lese ein fucking Buch, oder? Und dann bringe ich das ihr bei oder sage, lies auch das Buch. Oder gehen wir zusammen mal ein fucking Seminar. Und das ist das Problem, die meisten Leute gehen nicht in so ein Seminar. Also, ja, was will ich da, ein Seminar? Ich weiß, wie ich meine Frau führen soll. Du weißt einen Scheiß. Du weißt vielleicht, wie du Frauen angeln kannst, aber wie du sie behandeln kannst, vielleicht intuitiv. Die meisten Leute, die sie gut behandeln von Anfang an, sind die meisten Leute, die vielleicht schwul sind oder so, soll ich das so sagen, aber die sind so mehr in der Friendzone, weißt du? Ein normaler Mann macht die normalen Fehler und eine normale Frau macht die Fehler auch. Also sie haben Erfahrungen und lernen aus denen. Ja. Aber selten ist es intuitiv, dass der Mann sie genauso versteht, wie er sie verstehen sollte. Es sei denn, eben, er ist schwul. Ja. Und die können, ja, es ist nicht bös gemeint, also überhaupt nichts gegen Schwule, aber die hören extrem gut zu, die haben schon eine weibliche Ader. Ja. Und deswegen können die so gut mit Frauen, oder? Und das ist genau der Punkt. Deswegen, also ich weiß nicht, ob es so ist, aber ich denke es mal. Und das ist einfach das, was ich oft gesehen habe. Das heißt nicht, dass es so ist. Einfach deine Erfahrungen. Ja, und ist so. absolut. du teilst jetzt deine Erfahrungen in dem Sinne. Absolut. Sehr gut. Absolut. Genau, Also ich habe selten einen Schwulen gesehen, der nicht gut mit Frauen ausgekommen ist. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Nein, ich auch nicht. Außer er war eifersüchtig auf sie und sie auf ihn auch. Weil er schon, weißt du, was ich meine? Das kann sein. Aber ich habe gar nichts gegen Schwule. Also es sind ganz coole Typen. Ich habe auch Freunde, die sind schwul, die sind mega geil drauf. Aber wenn ich das so analysiere, in meiner Welt habe ich einfach gesehen, dass viele Schwule extrem gut mit Frauen können. Einfach intuitiv. Und wir, oder zumindest ich, extrem viel falsch gemacht habe. So. Zu jetzt- ja. Sag du, Nein, zum Thema Seminar, ich tue abschweifen. ja, sag du, ich hätte einen riesen Cake gehabt. Zum Thema Seminar, du hast vorher angesprochen, dass, wieso funktioniert das nicht so in der Schweiz? Zum Beispiel in Deutschland, Damis, die leben das ja richtig vor, die fühlen Was? 20 Seminare, oder? plus Seminare, Was meinst du? Workshops und so. Seminar. Ja. Das ist schon eine Lösung. So. Also, um ehrlich zu sein, kann ich jetzt noch nicht sagen, aber es ist tatsächlich so, wenn es volle Hallen gibt, dann sehe ich, dass das meistens Leute vom Ausland sind selber. Schon, ja. Also es gibt ja Leute, die von Amerika und Ja. Deutschland kommen, denn die Hallen sind voll. Ich glaube, dass die Schweiz in einem Prozess ist. Und es ist Also schwierig denkst du, zu es sagen, wird ich glaube, dass die Schweizer schon dadurch vielleicht noch ein bisschen introvertierter sind. Ich meine, kaum machst du irgendwie Motivation oder ein Seminar, wo du was weitergibst und das ist plötzlich eine Sekte. So. Ja, Weißt du, ich glaube, das heißt einfach, Leute, die sowas sagen, sind noch ein bisschen ungebildet. So. Also ich glaube auch intensiv oder sehr konservativ. Sehr also, konservativ, glaube ich, ist das richtige Wort. Gedankengänge und so sind Aber ich glaube, dass sich das ändern wird. Das ist wie das Beispiel mit Schönheitsoperationen. Das war ja ein No-Go vor vielleicht 20 Jahren. Wenn du da die Brüste gemacht voll. hast, hat Abend dich komisch angeguckt. In Amerika mit 16 bekommst du das zum Geburtstag. So. und heute ist es ganz normal. Ja, ja. So Standardpaket, Nase und Arsch. Weißt du? Und es ist auch nichts Spezielles. Mittlerweile Ja. sagst du, ja, finde ich auch schön. So. Wenn du es machen willst, mach. Also niemand sagt was. Und das ist auch der Trend, der von Amerika in die Schweiz gekommen ist. Meistens immer so plus minus, so wie ich es kenne, so Amerika, Deutschland, Schweiz. Und ich glaube, es ist auch mit den Seminaren so, durch, dass das
in Amerika natürlich zuerst war, in Deutschland. Ja, Und ich glaube, dass es jetzt noch eine Zeit braucht, um in der Schweiz ankommen. Ich glaube, dass es viele Leute gibt, die weiterkommen möchten. Aber wir haben halt auch nicht so großes Publikum. Ne? Also wie gesagt, wahrscheinlich plus minus 5 Millionen Deutschsprechende. Aber ist eigentlich schade, dass es noch nicht so ist. Weil es gibt sehr viele Leute, die von dem profitieren können und sehr viele eigentlich von der Schweiz interessieren sich ja auch für solche Sachen, folgen aber dann den Leuten von Amerika und Deutschland, was ja auch gut ist. Ja, voll. Aber ich glaube, dass wir auch ein bisschen mehr Leute brauchen, wir haben ganz, ganz krasse Leute in der Schweiz. Genau. Wir haben Leute, die haben brauchst einfach 4.500 Wohnungen und solche Ja, Sachen. So aber ich kenne wo jemanden, das- der 11 Millionen Mietzinseinnahmen im Monat. Weißt du, solche Sachen. So richtig krasse Leute. Und ich kenne ja auch gewisse von denen. Und die sind halt schon ein bisschen geizig mit Informationen tatsächlich. Weißt du, aber auch, glaube ich, in der Schweiz. Wir sind überhaupt, also der typische Schweizer ist kein Proll-Typ. Ja. Weißt du, dass er die Information wir auf Instagram Sehr tun oder so. konservativ. Ich kann mir voll vorstellen, der mit 11 Millionen Mietzinseinnahmen im Monat, der hat wahrscheinlich gar kein Insta oder so, kein LinkedIn, Nein, nichts. nichts, Der interessiert nichts, das auch gar nichts, nicht. nichts. Das ist auch ganz anders. Ich glaube, das ist aber auch ein großer Punkt bei dem Seminarenzeugs oder bei dem auch Influence-Zeugs, warum das in der Schweiz nicht so einen riesen Anklang findet. Das ist mega schade eigentlich. Aber ich glaube, es braucht auch Leute, die dann ein bisschen einbrechen, wie jetzt, wer ist, so die Alicia Lehmann oder auch der Zeki. Ja. Weil ich meine, der hat 500'000 Follower, macht schweizerdeutschen Content. Er macht so aber Schweizerdeutsch. der So. Punkt ist ja, er hat eine andere Nische. Er macht jetzt eigentlich mehr Comedy. So. Ja, absolut, aber trotzdem, die Nische haben wir vorher nicht gehabt. Absolut. Vorher, die Nische, der ist ja drin gegangen. Absolut, ja. Weil ich glaube, bei allem braucht es Leute, die da Ja, und vorreiten. Konstanz ist halt wichtig. Ne? Absolut, ja. Wie bei allem. Aber es ist das, was du gesagt hast, es ist das Konservative. Und was einfach schade ist, das sind Leute, die so extrem erfahren sind, auch Milliardäre und all das, die könnten so viel Value geben. Aber der Machen's Punkt nicht, ist halt ja. so, wenn die dann sterben, stirbt das Wissen mit. Ja, Das ist mega ist schade. Ja, ist ja, das, ne? voll. Ich habe jetzt einen Punkt sagen, jetzt habe ich es vergessen. Aber entwickeln wir uns auch richtig? Denkst du, wir entwickeln uns richtig? Weil jetzt mittlerweile gibt es ja sehr viele, die Unternehmer werden werden, sie wollen etwas, ein Produkt rausbringen, sie befassen sich mit Persönlichkeitsentwicklung, eben wollen diesen Weg gehen. Findest du das richtig? Also, weil früher haben ja viel mehr einfach einen Job ausgeübt, 20, 30 Jahre in der Firma. Ja, ja. Sind in der Also Firma geblieben. viele Leute sind viel mehr open-minded. Mhm. Und ich bin definitiv der Meinung, dass die Leute was versuchen, riskieren, wagen sollten, speziell wenn sie noch jung sind. Was heißt Es gibt jung? immer Pro und Contra. Ich glaube, der Grund, wieso viele Leute jetzt auch vielleicht selbstständig werden wollen oder ein Business aufbauen wollen oder sich weiterentwickeln wollen, ist aufgrund Social Media, weil viel mehr Informationsfluss da ist. Also zum Beispiel der Schon. Algorithmus von TikTok. Wenn dir was gefällt, du klickst, das ist das geilste Ja, App ja. in dem Moment. Du kannst einfach hängen bleiben. So. Ja. Ich bleibe nie hängen so an den Apps, aber TikTok schafft es, dass ich da hängen Ja, bleibe. ja. Und teilweise kannst du es ja zu deiner Bibliothek auch formen. Du kannst auch Scheiße liken oder geile Sachen. Also Instagram kannst du brauchen als Lernmittel Genau. oder du kannst Zeit damit verschwenden. Rotwein kann gesund sein, ein Glas am Tag, eine Flasche ist ungesund. Und alles hat wie Pro und Contra plus minus Yin Yang. Und ich glaube, der Grund, wieso viele jetzt eben auch so auf dem Zug sind, ich finde es gut, aber ich glaube nicht, dass viel mehr Leute jetzt erfolgreich werden. Ich glaube, entweder man hat das Zeug oder nicht, ob früher oder jetzt. Jetzt hast du mehr Möglichkeiten, einfacher. Aber was auch das Problem ist, es gibt viele Scheinwelten, die nicht wirklich wahr sind. So. Also du siehst an jeden Ecken, der verdient das. Du Ja. denkst, ich mache was falsch. Du fängst an, dich zu vergleichen. Die Frauen vergleichen sich mit anderen Frauen, die hübscher sind und bekommen Midlife-Crisis oder so. Die Frauen gibt es nicht mal. Und die Männer vergleichen sich mit anderen Leuten, die irgendwie ein Bild auf einer Yacht machen, aber gar kein Geld. Und das ist ein Problem. Die Männer gehen daran kaputt und Frauen gehen daran kaputt. Und die Frage ist, Social Media, das ist ein Tool oder eine Waffe. Du kannst sie gegen dich richten oder gegen andere. Das ist ein blöder Vergleich, aber es ist so. weißt du, was ich meine Weiß mit der ich Waffe? Das ist nicht so gemeint, sondern halt einfach, du kannst es für dich nutzen. Und ich glaube, wenn du dich auf was fokussierst, und das ist genau, glaube ich, heute ein bisschen schwieriger, weil es so viele Möglichkeiten gibt zu machen, Voll. dass du auf einem Weg bleibst und sagst, hey, du ziehst den durch, auch wenn es schwierig ist. Und ich glaube, dass es heute, ich könnte es mir vorstellen, für viele schwieriger ist, was durchzuziehen, weil dann siehst du eine neue Möglichkeit und du denkst, das Durch geht den schneller. Access zu so vielen Ja, Sachen. Ja, genau. ganz genau. Und deswegen glaube ich, wir haben natürlich auf jeden Fall also eine Flut an Informationen. Und ich glaube, die Kunst ist, das richtig zu filtern. Früher hatten wir viel Information und wenig gute. Heute haben wir viel gute Informationen.
Also und die Frage ist, weil es gibt viel Gutes, wie filter ich die guten Sachen? Dass ich sagen kann, okay, ich mache jetzt das Business und konzentriere mich nur auf das, weil es gibt mehrere Möglichkeiten, Erfolg zu haben. Aber du musst die Regeln für den Erfolg sind immer noch die gleichen. Einfach Fresse halten, durchziehen. Und einfach mal 15 Jahre machen. Oder? Und wenn du halt diese ständige Distraction hast, dann ist das schwierig. Und die deswegen, Ablenkung ist schon schwierig. ja, Ich glaube, heutzutage ist extrem schwierig, sich zu fokussieren. Nicht jetzt nur in unserer Altersgruppe, weil wir sind nicht von Anfang an mit TikTok und so aufgewachsen. Wir haben ja andere Sachen vorher schon gemacht. Aber weißt du, so die jüngere Generation, ich stelle mir das schon noch schwierig vor, weil die sind die Ersten, die mit dem lernen umgehen. Ja. Weißt du, es ist nicht, wo die Eltern können sagen, ey, bei uns ist so und so gewesen, machst du Absolut. so und so. Es ist schwierig, aber es bringt wieder neue Opportunities. Genau das, was Paul gesagt hat, Access zu Infos, Access zu neue Options. Und was ich auch gelernt habe, ist, das, was früher funktioniert hat, funktioniert teilweise heute nicht. Oh ja, absolut. Also es ist so, früher waren Immobilien das Thema und heute, also speziell in der Schweiz, ist es viel zu teuer. Man kann auf jeden Fall noch Geld verdienen mit Immobilien, verstehe mich nicht falsch. Aber früher war es halt noch ganz anders. Ja, weißt du, Generation unsere Eltern, die Richtig. das Haus kaufen für 200.000, Richtig. alles aus der Pensionskasse können nicht. Richtig. Nur schon das, die Limitierung, die Limitierung, wo heute halt nicht mehr da ist. Aber Absolut. ist ja völlig anders. Aber das ist ja genau das. Die Welt ändert sich. Richtig. Stetiger Wandel. Und das ist das, wo ich glaube, du musst schnell sein, du musst wachsam sein, weil es gibt immer wieder neue Möglichkeiten. Ja. Du hörst immer wieder von geilen Ideen. Und eigentlich ist es so, je mehr Geld du hast, desto mehr Sorgen hast du eigentlich, weil du überlegen musst, ja, wie verteile ich das und funktioniert das Bewährte eigentlich noch? Und also eben, wie gesagt, früher waren Immobilien das Thema, heute ist es schon nicht mehr so krass wie früher. Ja. Klar, es gibt mehrere Möglichkeiten, aber so das Normale, du hast nicht mehr die Zinsen, die Renditen in der Schweiz, wo du vor 20 Jahren hattest. So. Ja. Aktien ist auch spannend, aber es gibt ja noch andere Sachen. Du kannst Private Equity machen, du kannst eben über Social Media, es ist abnormal, was die Leute an Geld verdienen mit Social Media, wenn die einen krassen Reach haben. Das ist unglaublich. Also ich habe gerade letztes Mal habe ich eine Nachricht gesehen, eine, die einfach ein normales Video gemacht hat, ich weiß nicht, was es war. Sie hat einfach nur kurz gesungen, irgendwie so 30, 40 Sekunden, ein paar Grimassen gemacht. Das ist das meist gelikedeste Video und meist viralste Video von ganz TikTok, glaube ich, 160 Millionen. Die hat heute 12 Millionen auf dem Konto. Krass. Nur weil das Video viral gegangen ist. Ja. Die Kraft des Internets ist abnormal krass. Abnormal krass. Das ist der Algorithmus, der einfach per Zufall Menschen pusht. Abnormal Eigentlich krass. voll unfair, aber was ist schon unfair im Leben? Ja, gerade würde ich sagen, was ist schon unfair im Leben, aber spannend, ja. Aber weißt du, das sind so Themen, über das könntest du dich vom Montagabend bis am übernächsten Donnerstag 7 Stunden am Tag. Ja. Aber wieder da, auf Fürschi. was fokussierst du dich? Auf andere oder auf dich? Oder? Ich glaube, was ich nice finde an deiner Aussage vorher, du musst einfach objektiv betrachten. Weißt du, wenn du irgendeine Opportunity siehst, wenn du eine Möglichkeit siehst, für irgendetwas zum Investieren, zum Machen, zum Tun, zum Versuchen Geld verdienen, zum etwas versuchen reisen, versuch es nicht nur aus dem Blickwinkel, boah, das ist geil, ich will es unbedingt machen, sondern versuch open-minded, versuch es objektiv zu betrachten, versuch Pro und Kontras, Yin und Yang, wie schön das angesprochen hast. Analytisch rückziehen und gucken, was funktioniert, was funktioniert nicht, was bewährt sich, was nicht. Finde ich ein starkes Statement. Was denkst du als Abschluss, so einen schönen Schlusssatz oder irgendetwas in den Leuten mitgeben? Also wie gesagt, so wir hatten so viele Sachen zum besprechen. Ja, wir sind bei 0,5%, was alles noch zu besprechen. Das heißt, wir müssen doch irgendwie 200 Mal einladen. Ja, es gibt ein paar 2, 3, 4, 5 Kleinbucher. Wenn die das wollen, sollen sie das sagen. Aber wir haben halt normalerweise, wie gesagt, wenn ich ein Seminar mache für 2 Stunden, nicht mal das schaffe ich. Also da wird es auch schnell 4, 5 Stunden, das weißt du ja selber. Ja. Und deswegen ist es so wenig jetzt, dass ich nicht mal sagen kann, was soll ich mitgeben. Weil wir haben verschiedene Themen angesprochen. Genau. Und ich glaube, was das Leben auch beinhaltet, verschiedene Themen. Also Beziehung, Ernährung, sprich Gesundheit, Business. Ich glaube, wenn ich was mitgeben könnte, entscheidend ist, dass du, wenn mich die Leute fragen,
was ist der Sinn des Lebens? Ich glaube, der Sinn des Lebens ist, dass wir das Wissen weitergeben können, dass wir so viel Menschen unterstützen können, wie nur möglich. Und dass wir auch extrem, viel mehr auf uns selber hören müssen und ein bisschen weniger distracten lassen von Social Media, Familie und Freunde. Weil ich glaube, jeder Mensch kann sein Leben so leben, wie er will. Genau. Und das weiß ja nur er, weil nur er weiß, was er fühlt. Genau. Und trotz allem jetzt, ich sage jetzt mal, trotz meiner Geschichte und Heim und alles Mögliche, habe ich auch die Möglichkeit gehabt, mir die Freiheit so aufzubauen, wie ich möchte. Aber wenn ich auf die anderen gehört hätte, dann wäre ich heute das, was die anderen sind. Auch wenn es sogar besser wäre, ich möchte das gar nicht, möchte ich selber sein. Ja. Weil letzten Endes möchtest du deine DNA haben und deinen Fußabdruck, oder Stempel oder nenn's wie es willst, irgendwo abdrücken und deinen Kindern oder vielleicht deinen Freunden das weitergeben, weil ich glaube, jeder hat seinen eigenen Weg. Ich bin nicht gut in Ratschläge erteilen oder was Leute machen sollen oder so. Ich kann höchstens von meiner Erfahrung erzählen und kann eben sagen, was bei mir funktioniert hat. Ja, voll. Und deswegen kann ich das auch gut weitergeben. Und deswegen glaube ich, man soll sich ein bisschen vielleicht mehr auf sich selber fokussieren und vor allem sich mehr Fragen stellen. Mehr Fragen stellen, qualitative Fragen stellen, was man wirklich im Leben will. Und solange man weiß, was man im Leben will, ist man glücklich, völlig egal, ob du Geld hast, Frau hast, nicht hast. Solange du das machst, weil das ist ja genau der Punkt, es ist nicht das Ziel, was dich glücklich macht. Es ist, dass du ein Ziel hast und der Weg dahin. Genau. Und das Ziel ist geil fürs Ego, dass du es erreicht hast, nur Frage. Aber der Punkt ist, sobald du das Ziel erreicht hast, nach einer Stunde, ein Tag, ein Monat, ein Jahr, ist dir ein neues. Und der deswegen, Weg ist Ziel. absolut. Und deswegen glaube ich, viele Leute kennen ja die Theorie, aber wenn du einen Link dazu hast und das fühlst, was du sagst, ist nochmal was anderes. Also wenn jemand sagt, hey, pass auf, da hinten hat es gefährliche Hunde, wenn sie dich beißen, es tut weh. Das verstehst du. Aber wenn du mal gebissen worden bist und das sagst, das ist mal ganz anders, wenn du das sagst. Du hast einen Link dazu. Und deswegen, es ist ja nicht so, dass wir jetzt was besprochen haben, was die meisten Leute zum ersten Mal hören. Aber der Punkt ist, glaube ich, dass man halt wirklich von seiner Erfahrung halt sprechen kann und das so dementsprechend weitergeben kann. Und deswegen, das Ziel ist geil fürs Ego, aber das Wichtigste ist die Person, wo du werden musst zum Ziel. Und das ist das Wertvollste. Das ist ein schöner. Das darf man nicht vergessen. Die Person, das kann dir niemand nehmen. Jeder kann alles nehmen. Frau, Kinder, Geld, das kann man alles nehmen. Aber das, was du im Kopf hast, das kann dir niemand nehmen. Ich glaube, das ist das Wertvollste. Und das realisiert man meistens erst dann, wenn man das Ziel erreicht hat und merkt, fuck, es ist gar nicht das. Es ist die Person, die ich geworden bin. Ich glaube, das ist entscheidend. Ja. Nice, Starker Schluss. Ja, dann wäre es auch für uns langsam Danke dir vielmals. Hat Spaß gemacht. Es ist Hammer stark. gewesen. Danke, Clive. Folgt Und alle am bis Clive, zum folgt am Luz, folgt mir, nächsten folgt vor allem beim Podcast. Sagen, wenn ihr es Wenn's gefunden heisst, habt. Talk Aha. like Und wenn ihr Lucy. zuschaut, einfach mittanzen. Clive Tanz. Wie wir entweder Mit trinken uns mit. oder trinken Zeig kokosnuss uns Wasser. deine Eins von Moves. beidem. Bleibt gesund. Macht keinen Scheiß. Küsst eure Eltern auf. Stillen von uns. Bleibt gesund. Peace Verbringt viel Zeit mit out. euren Liebsten. Ciao zusammen. Ciao ragazzi. Talk it like Lucy D.